da kommen auch der Ton du hast, weil mir hatte schon Pollen gehört beim Ton, Anfang ist schon mal. Ja. Immer kontrollieren. Ganz wichtig, weil es war zu lösen, es war das nicht gut. Aber wenn ich möchte, dass man das platziert. Kaffee bei Leis. Kein Kommentar. Ton du hast, weil mir hatte schon Pollen gehört beim Ton. Bescheid den schon mal. Das war ja. Kontrollieren. Ganz wichtig, Test. weil es war zu lösen, es war das nicht gut. Moment. Aber wenn ich möchte, dass man das platziert. Kaffee bei Leis. Kein Kommentar. Bescheid den schon mal. Aber ja. Kontrollieren. Ganz wichtig. Test. Okay, Tatsache. Erzähl dir nicht, furchtbar. Wie kann ich das schon hören? Ja. Dafür gucken Leute an. Ja, dass ich ihn hört. Furchtbar, verstehe ich nicht. Ja, ich weiß auch. Jo, ja. Wirklich, dass dann offiziell losgegangen ist, dann wunderschöne gute Bonjour. Ich hatte ja immer gesagt zu den Leuten, die können noch 4 Schläge machen, was denke ihr wollt, was war, will schwätzen heute. Und du hast tatsächlich dann gehabt, den 4 Schlag gehabt hat. Und du sagst, komm, dann machen wir das mal. Wie ist das dann, den Herr mit der Maske? Ich habe gar kein Masgun mehr. Schon heinst du ein Masgun? Ja. Wie warst du dann, Dicken? War der Moment. Buh! Okay, shut up, nee, das Okay. ist Roman Reigns. I'm not a good guy. I'm not a bad guy. I'm the guy. Ja, the real pain. Nee, ich Okay. okay. Flavor Chase. Das sind dann Real Pain. Okay. What? Auf jeden Fall danach an der Runde, wo wir vielleicht auch ein gut kleines Livestream dran hatten. Stell dir mal vor, wie warst du dann? Was sind denn Jan? Jan. Wir können dich dann zufälligerweise von Video von mir, wo es drauf warst, Oh Mann. Von genug Videoen. Vom Gaming Café! Ah, du, ihr kennt man dich! Ah, Ja. gut zu wissen. Es sind den ihr gentiersten Alkäs speist, wenn er nicht guckt. Ah, wo der besser geht. Ah, herrlich. Ja. Du fährst mal so cremisch bei ihm. Ja. So creamy, so wie Pie, gell? Ja, das ist den Spezialsoße dann immer dran ist. Ganz speziell so. Ja, also, Wrestling am großen Ganzen. Sollen wir so aufhängen, wie sieht wer auf Wrestling kommen an, seit wie ich gucke da? Fangen wir mal mit dem Real Pain nun, komm. Den kann vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben, par rapport zu mir. Ja. Okay. Problem ist bei mir, mein Zeitgefühl ist absolut null. Das heißt, wo wart wir nie? Ja, Par ich will ja so. 2001, 2002, Nee, 1850. Sag mal so, das ist so klischeehaft dazu so an mir. Ich will schon immer Wrestling gucken. Ich wollte schon immer Wrestling gucken. Da habe ich noch, ich weiß nicht, das ist wirklich so bestimmt, ich werde bestimmt so, ohne Scheiß, so 6, 7, vielleicht 8 Jahre gehabt, wo ich schon so, Heinz, du mal im Fernsehen gesehen hast, mir dafür, ich komme nicht kein Meter mehr erinnern, wo das war, wie das war, lo genau. So mal, wo ich konkret angefangen habe, das war definitiv zur Zeit von den Monday Night Wars, respektive bis dafür drin, wo halt ganz klar WCW, NWO, die ganzen Dinge so aufgeladen war, an der WWF, alles im Plan gekommen ist vom Stone Cold! Oh, what a rush! Ja, nee, das ist etwas anderes. Das war ja männlich gewesen, oder? Ja, lebt? Ja. Das war ja männlich. Ja, unheimlich, meine Lieblings Haare. Me, ja, wie gesagt, genau in Zeiten konnte ich nicht mehr, es war so der Ära, wo ich angefangen habe, wo ich konnte, ich wollte schon mal für gucken, aber ich konnte du hattest recht, angefangen, wo sie deutsche Fernsehen, DSF waren, TM3, mein Schwert, hat noch WWE, WWF. Bleibt nur nicht da, brauchst keinen zu suchen. Was? RTL 2 hatte man da angefangen, demals. Ah ja, richtig, die hatten die auch. Ich wollte ein bisschen, hatte sie nicht mit der Saft, muss gleich gezogen. Nee, Oder sie die Donau recht gefangen. Mengens Wissens, sie Standpunkt wo schon, oder wo ich noch weiß, hat RTL 2 den deutschsprachigen angefangen, das was bekannt war. Das stimmt. Und den Eurosport hat
so New Japan gewesen respektiv den asiatischen Serie, das wusste ich mal nicht. an den Triple A den AAA den Ja, den Mexiko. ja den mexikanischen ja Mhm. das mein Wissenschaft Vorschlag von 1850 schon Okay. ja Jan Nee, stimmt nicht gesagt, den ersten Erzähler wurde. Mega, weiter im Programm. wen das war RTL 2 Ja. 22 Shows kommen overs Yes, bis irgendwann ein immer mehr spät kommen, also mehr spät, dann irgendwann das gar nicht mehr kommen. ja an den der WCW man den Night Wars der SF kommen und die war zu Den hast du einer am so- Stunde der an darf 2 Stunden kommen an immer mat der Dynamitstein wo du mat der Dingen mat der Zündschnur wo so aller Sie hatten immer kein Pay-Per-Views, das war das nächste Problem. Paper mir sie nie gewisse gehen Nee, ist so, doch, die doch, DSF sie hat gewesen kein gehen. Pay-Per-Views gewesen. Sie RTL gewesen hat gehen. Pay-Per-Views gewesen. der SF sind sie gewesen do kom man nach dumme kom Jan mein Leben Ja. wie bist du dann zum Wrestling kommen Durch mein Pap aha Den, ich war Profi Wrestler ich war den Hulk Hogan nee hin an Sängerzeit wie am Menge Malter wo noch geguckt gehabt dann da such so mat 8 Joer sollte me Joburt gehabt hier in die Zeit wo den Stone Cold die was den an Triple H an the Rock an Undertaker als American Badass we war wo ich schon nu gefangen heute mal die Zeit gewiese gehabt American Badass ist auch später gefangen what the fuck dat war 2000 gewircht dann hast du später gefangen what the hell ja ich weiß es sind net sind bis mir jung wie der zwei das ist nicht zu so ja, das ist nicht zu so ja dummer Spader Dropboot gehabt dann auch halt teilen diese Lützburg war von den 3 Käieren 2 Mal gucke gewircht doch weil das Dienst ja ich kann leider ich keine ja Keiner raus. was Roman Reigns gerade bannen da komme ich rein den raus den Roman Reigns sein Musiker spielen lässt Pam oh Gott ja also ja aber wir zum Wrestling kommen sehen da das wirklich ja wo den RTL 2 gewesen wird kann so praktisch zeitgleich am Eurosport ich kann mich erinnern dass das dann immer du suchst dass so sogar am Lauf mit dem also zu kommen die Sache geguckt und da tut aber mehr gefällt als die bei den anderen Deutschen Eurosport was meint die du und du waren auch da Leute so weit verschiedene Leute nicht wissen den Scott Norton dem Will Palmisa die Begriff sind aus der NWO Ja, kann ich. dem Jan wahrscheinlich nicht so nee sind mal nur direkt nicht ja, du hast, sind aus der Tat auch das Scott Norton am asiatischen Telegelaf respektive am asiatischen Wrestling an den als Superstar du gewirrscht als Megastar gewirrscht Fun Fact. nee Weißt du, Scott Norton am Wrestle Kingdom am Januar des Jahr war? seriös Ja. what the fuck Da war so in einem Royal Rumble Type Dingens an der Pre-Show. An der fucking Pre-Show. was sie nicht schon zu alt gewirrscht Doch, das war halt immer so, oh mein Gott, Scott Norton, weißt du, und dann kannst du also ran an der Poster, ein bisschen kriegst du alles mal und dann... ja okay also eine Reihe Und einfach immer so, oh mein Gott, Scott Norton, yay. du willst ja schon mal dein Viertel oprahmen wo eventuell die mecht oder pur Wrestling Fans sind wo just eben den amerikanische gucken oder den europäischen wo wirklich no gelos wird par rapport zum amerikanischen Europäisch, was ist das? ja an England anscheinend den Ah, Ring ja. of Honor- Ja, ja, of- schon of- richtig. of Blood and Honor und Entwinern wie ich denn geil ja wo jocht WW oder den United Championship do irgendwie gemacht oder United whatever. Kingdom Championship. Ja dass ich komische Tipp gefunden wird von Schnache Ja. whatever das an Raum gestaltt am Mengen an aus den asiatischen Wrestling bei weitem technisch besser wie den amerikanischen und europäischen du könnt mexikanischen du könnt englischen und du könnt zum Schluss den amerikanischen aus Menge Ding ist schon relativ viel Wrestling gesehen mehr aber wie soll ich so ja, mal bei Jan River ich mein, du guckst so par rapport zu Real Pain an mir noch nicht so lang das heißt, du guckst dann ungefähr so 17 Jahre guckst du ja geil ja du weißt aber wo genau weit könnt von zu guckst Veranstaltungen ja geseiste
Und das ich fand der traurig, ich hatte wenig Ware für einer Woche nach meinem Real Pain drüber geschwart. Du guckst an wie so okay, locken der Toten, der Match ist schon fertig. Ja, Missions weiß auch schon viel drauf, wen dann soll gewonnen noch. Ich kenne ja schon verschiedene Quellen umgehen, bei Chat Real Pain hast du gesagt, wo du schon weißt, wen plus ou moins Matcher gewinnt oder wen Matcher nicht kann gewonnen. My Levy McQueen, wie weit passt du dann, oder My Levy an, wie weit passt du dann tatsächlich an der WWE noch dran, oder wie weit passt du dran? Ich gucke aktuell nicht nach mit WWE. Okay, Also ich habe die letzte War von gestern schon noch geguckt gehabt. Ja, du hast am Gang aufzustinken, aber whatever. Ja. Das ist meine persönliche Meinung, so kein anderes Main-Event. Da dachte ich doch, Roman... Ja. Sorry, die Running Gag zieht sich durch die ganze Show out. Gelebt, man. Ich bin nicht mal umgefangen. Geil. Ja. Ja. Hey, das muss ich eigentlich gut am Hintergrund, oder nicht? Ja, ich scheiern sie mal. Nee, wann dann hol ordentlich Musik, wann schläft, hol selbst alle Ultimate Warrior. Oder Steve Austin. Ja, oder so. Ich werde das probieren, nach am Lauf vom Livestream abzupappen, aber du wisst, die sollten nicht wissen, wie nicht können, weißt du? Ich probiere ein halbes bisschen Anti-WWE zu sehen. Ja, da kommt Stone Cold! Ja, und wie gesagt, kleine Fun Fact, weil du guckst auch dann tatsächlich auch Pay-Per-Views, Ja. Jan. Hast du gefallen, dass Charlotte Flair noch nie sein Women's Champion noch nie im Main Event verloren hat, oder generell im Pay-Per-View verloren hat? Also das schon aufgefallen. Aber der Titel verloren, hast du immer Raw gewirrscht. Ja, ich gebe so, und sie probieren wirklich wie sehr Pop. Das hat 16 Mal Women's Champion aus. Und das dann bei War, wie sie so ist, dann immer Titel verliert, so wie die letzte Woche gewirrscht, hat ja gegen Bailey den Titel verloren gehabt, und dass da bei Fastlane den Titel dann am Rum gewinnt. Dann Ja, die Matcher gucken ich mal gar nicht dünn, weil das einfach so schade, dass du gewinnt. Ja, aber das ist genau wie Naomi. Naomi hat ja gegen Alexa Bliss der Women's Champion gewonnen. Sorry, nein, ich geht Naomi an das ändert, wo Funkedolls waren, der Funk der Dingen da, gell, Ja, Brutus, gell? Thesaurus, Ja, genau, wo du tatsächlich an der TNA ist, und du wirklich etwas Karappe, whatever. Auch nicht, weil sie schwarz sind, auch nicht, weil sie Frauen sind, sie können nicht wresteln. Nein, die sind ausgesehen. Nee, guck Okay, mal. Naomi, du hast bei weitem nicht genug da für Women's Champions zu gehen. Nee, Du mal so, du hast einen Aufwand, das ändert. Fuck that. Nee, allen zwei können siehst, wresteln, hey, sorry. Problem mit denen, blablabla. Ja, Ja, das hat was bei fucking Tough Enough Stone. Stone Cold Steve Austin hat gefragt, was sein Lieblingsmatch. Aber hat zu dem ein Gesicht gesagt. Melina gegen Alicia Fox, ein bisschen ein Raw, okay, ich war interessiert. Und Stone Cold so, das ist wirklich eine Reaktion gesehen. what the Kann ich fuck? was abgehalten, so. So, what? Und der ganze fucking Wrestling-Geschichte. What? Was ist so dein Lieblingsmatch? What? Melina gegen Alicia Fox. Bei What? Raw. No? No? Oh Gott. What? An dem Moment ist das schon gestorben. Ja, Ja, aber- das klären. Nee, ich kann auch so oder erst so generell wie wat Naomi den Titel gewonnen durft ganz wirklich ganz kurz den Exkurs ihr immer wirklich von uns bisschen ob das Feld noch bisschen aktueller aus gell Naomi hat gewonnen weil WrestleMania an New Orleans ist stammt hat nicht aus New Orleans Soweit ich weiß, ja. Was nicht auch gerade Black History Month? Nee, just weil der aus New Orleans ist, dass sie besser Promo können machen und bla bla bla. Ja, man. Das ist das. Dann mal so, der kleine Tisch gerade gut. Das Ja, das ist so. ist leider nicht das. Also, gut, da fängt man mal ein bisschen von 4 an, bisschen History of Wrestling. Vielleicht kennt ihn einen oder den anderen, so, wir sind dann eher kleinen Geschichtsprofi dann an dem Fall. Den ältesten Titel, oder den längsten Titel, nicht den ältesten Titel tatsächlich, ist ein NWA-Titel. National Wrestling Alliance. Das ist tatsächlich den ältesten Titel, also seit 19... Ich meine, den Titel
Ich 19 Jahren ein bisschen mehr wie 100 Jahre den Titel. Für die Leute, die nicht kennen, da das World Heavyweight Champion gewirrscht, die wo komplett als Gold war, wo tatsächlich sein meiste Prestige... In alle WCW World Title. Genau, wo am meiste Prestige für die WWE-Fans, die nicht kennen, durch Batista geholt wird. Und Batista ist von den schrecklichsten Wrestler ever gewirrscht. What the fuck? Batista kann nicht wrestlen. Sorry. Batista kann nicht wrestlen. Wie gesagt, eben, dass Leute sich eben wissen können, darüber erstellen, dass den Titel, das ist den älteste. Das von der NW aus tatsächlich immer von verschiedene Promotions, Großpromotions, gegen das eben ein bisschen hochgewertet wird. Die letzte große Promotion, die hat, das ist so wirklich die letzte große Promotion, weil die Promotion, wo sie aktuell wird, das ist Bullshit, aktuell so wie sie ist. Das war die WCW, World Championship Wrestling, am Mengen allen, Turner leider, was die besten Wrestling-Liga wo gin ass auch von der Promoen hier von der Story hier just die soll man der NWO dat war de Glanz gewircht sorry what the fuck so mein fuck war nie do gewircht whatever an aktuell als der Schirmherrschaft von der TNA respektiv das lo nëmme nach Impact futecht und Impact mensch man sich selbstständig als den Titel mensch misrem plus oder freisinn fir irgend Appes van semi mat der NWA zu summe sinn. Gedoch nach TNA hat den NWA-Titel schon lange nicht mehr, by the way. Okay, ja, wie gesagt, das war die letzte, wo sie hatten, sind ich schon gesplittet. Die zweitgrößte Wrestling-Liga Demos, das war AWA, Wrestling Alliance irgendwie so Association Alliance Wrestling irgendwie so etwas gewirrscht das ist der American Wrestling Alliance genau so war es du bist auch gut informiert du googeln hier wobei ob nee schon hat wirklich sogar gerodet was nur gucken nee das aber so ich gucken aber nur nee das aber so wie gesagt aber wirklich NWA als tatsächlich wo habt Dinge sind auf früher aus Sommer tatsächlich auf Staaten abgedeelt gewirrscht wann der Schluff rot wen aus den Hickst dekoriertsten Wrestler mit den meisten Titeln schon nur geguckt denke recherchiert just for fun schon bis mir lang hier Jan du darfst für dich schon the real pain und du so eine reagiert die Wrestler mit den meisten Titeln ever egal wer ihn Jerry the King Lawler scheiße du bist der rote Wichser real pain wen gibst du so ein schon am von keine Ahnung das sind Jerry Lawler vielleicht ja oh was du da das ist Jerry the King Lawler Schmengen hört am ganzen 125 Titel gewonnen ja bei weitem über 100 ja aber wie weißt du da die überhaupt schade ein so geguckt gehabt dann du stand dann dabei dass hinweg die mich Titeln an Sänger Karriere gewonnen hört oft von Haut nimm nach so Deelweils Kommentator was Kommentator ja ne möchte noch die Pre-Shows so bei Pay-per-Views ja okay ja war an Raw Smackdown schon lange wie gesagt ich habe tatsächlich auf Wikipedia für 2-3 Jahre mal so noch geguckt so Ric Flair und Menschen Titel do Schiffre schwarz über Jared King Lord das hey wirklich stehe bla 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 ich gucke mal so schon mal gut durchgezählt ich komme so du hast so irgendwo verraschend ich vom Taschenrasche 3 Mal noch geraschend so what the fuck Ric Flair als ich klein Konto geht what the fuck und als Leute so früher waren es tatsächlich aus States abgedeelt ich meine das der jo Real Pain ja Territories ja genau und WWF World Wide Wrestling Federation wo dem de Pap dem Vince McMahon sein Pap eben der Tato hatten sie tatsächlich die Strehschlanscht New York Washington alles do hatten sie und das wenn sie irgendwie Naturgang wo für den Poppy Wall World Wrestling Federation gemacht WWF und das macht WWF World Wrestling Federation WWF steht wieso nicht ernst das oder Pandan Wrestling Pandan das wird auch gesehen
Ja, mat stiller so weiter. Genau. Hardcore-Matcher. wie gesagt das eben Das Wrestlinger China. ja das World Wrestling Federation ist halt immer mit Wrestling Panda aus dat an die World Wrestling Federation mit Wrestling der Panda hat ja nicht WWF das ist wo WWF als bekannte Wrestling nicht durch Wrestling Panda natürlich geil just war gut wie Geld zu kreieren weil so interessiert ich kann gesagt auf die WWF oder genau Dat war wie wat sto schon méi WW Joren nie abs gesot méi wie WWI halt de muss nach WWF und Buchsgangen ass ja du muss sech Pandaleit gesot dat derf dann net do kom awer lo ha mat still an neuse Panda ja an das ist du hast tatsächlich ein kleine Fun Fact bei verschiedenen so lo Bilder oder Materialien geseiste dass zensiert das an das WWF Logo an immer wann geil wann WWF seht geil das sind ausgepiepst das ja DVD my god he's the new champion Champion als gute WWE genau nee, das mission by god he's the champion genau so an van Slo eben relativ die Sache guckst wo da lo rupsetzen du gesagt wie wer für ausgeschrieben hat und sie so noch WWF du hast eben wahrscheinlich Millionen Deal über Bühnengangen das sind alles so misten zensieren oder verpixeln wie gesagt WWF die Wrestle Panda die haben das tschüss gemacht für Geld zu machen Punkt Punkt genau wie mat Oculus mat dingen mat Geld das auch so eng einer Sache auf Facebook Oculus aufkauft man 3D das ein anderes Thema das eng Diskussion Oculus geschwart keine Ahnung ich weiß nicht interessiert mich auch nicht eben das ist der Punkt nee mir aber wie gesagt eben etwa auf Territorien abgesagt an wie wer was am Mikro ausgeht und du hast als tatsächlich WWF zu der WWE gehen an du hast tatsächlich alles Summe geheizt gehen WCW tatsächlich aus von Disney gewirrscht Time Warner gell? Ja Disney ja das dem ganzen Ted Turner sein Empire sozusagen wo man tatsächlich von der WCW schwatzen denn die Jan lass mal so froh Jan von der WCW Mattgrut von der WCW was nach Matko tun das war so wo sie mit den Mortal Kombat Charakteren du kommst sie wie der Glacier den ja an der Mortis dann ich mein war nach ein Raiden do gewischt fand ich mir nach recht erinnern oder das mal den Rick Steiner eine Konfrontation mit Chucky hat als Child's Play dass du Robocop auch ein Kind der WCW war ich mein war für Robocop 2 zu promoten Demo ja wohin das Ding aus dem Käfig einen Robocop 2 CD weil hier in den Ancient fähig war das Ding aus dem Käfig raus nee. Moment wat aus méi blöd wo sagst du blöd davon gesinn Robocop wo könnt an dingen aus Neabwärtnger Show geheiert gell ja. Oder du hast den Chuck Norris vu dem Undertaker engem Match of an Roundhouse kicket fan du raus ist die Fan von Chuck Norris me nee ich weiß nicht so mal so nicht kann May Dave goen wie Grumpy Cat als General Guest General Manager for Raw Bam wir sind an nu kom jungen geht net weiter hoch okay das ne mir aber WCW hat relativ am Anfang cool Story noch cool Idee gehabt wirklich mega cool Ideen ein Match wo mir immer am Gedächtnis bleibt das wahrscheinlich statt legendärste Cage Match ever nee das ist Hell in the Cell das alle schon Michaels gegen den Undertaker wo schon Michaels natürlich gewonnen wird ups Spoiler weil die Kane weil natürlich steht Dinge aus den Angle gerappt wird so ja das ist passt schon Kommentatoren oh John oh die ist kein oh my god
okay Ja, das hat noch gut Kommentare gewesen. ja, Jim Ross Ja. Jim Ross und Joe Lord genial Kommentatoren Ja. ja Demos war Lola noch gut trotz das just einfach so ja ist okay Bock mehr bezahlen mich ja so ungefähr mit die Best Optritt von hat das für den Herzinfarkt hat Oh. too soon Ja. hat doch um so 15 Minuten Ruhm gehabt an der Show Ja, wie das hier am Punk nach den Gag drüber gemäht hat. ja nee, wie gesagt da war das legendärste Match das war wo sie der Ultimate Punjabi Prison natürlich nee die Ultimate Power gehen Doom ugetruden aus gehen Dungeon of Doom du will pay mich sogar noch kennen man Ed Sullivan de Mega Powers gegen den Dungeon of Doom Ja. oder Max den Dungeon of Doom gegen den Hogan nee WCW ufangs ja aber Ufer mit ja in ufangs nee so Mit- so ihr se aufgehoben sie so Ja. einfach. Du hatten so die riesige Käfischkarte die tatsächlich rank du auch rundrum war tatsächlich Käfisch ob den Käfisch war noch Nee das war immer der Stufen ja du war tatsächlich nach Ja. Käfischdruck gewirrscht tatsächlich auch ein so groß wie den anderen aber das sind ungefähr 2 Meter hoch, bis nee, er Moment liegt. ich eigentlich ganz kurz das gesagt das wäre gut Ja das war mega die Match das war Okay. die das war die Schwarz beste Match. weiter mir schwatzen ich komme hin nur drauf so komm hin und Wie gesagt, das hier, wo ich erinnere, ja das Kipper Käfisch Match wo ich bis gesehen hat WCW haben das wirklich abgebaut okay sie dann nur rausgelaufen von hier und du hast auch tatsächlich den Big Show da kommen Giant den Giant ja Giant einfach ein Giant Ja. wir haben quick the Burger Steuerschreibung ja ja und dann hatten sie tatsächlich ob dem zweiten geil noch 2 Drop wo gesplittet waren in der Ding also ich müsste Ruf kämpfen Peter die Match war geil und dann natürlich Warzone kann doch wahrscheinlich noch die 2 Käfer schon hier den nähen War Games Wargames du weißt noch nicht wie tächt nee schon Spiel Warzone du bringst Wargames an wie gesagt mich hat so ein bisschen was WCW am Anfang nee, ist loyal Ja, Wargames komm. erklär mal hier ganz kurz vielleicht dann pur wieder wieso du das Match gut von hast weil einfach nostalgisch ist weil du hast die riesige Käfisch du gesehen und da können so wie kommen Delo darauf wie geht halt aus erzählt schon sie gewonnen was bist du jung was da so oh geil sie gewonnen aber ja okay was fertig ja okay sie haben Job das Match war komplett und total Bullshit okay why okay so mal so das ist so nostalgisch wenn ihr es vielleicht gesehen was ist das für uns 2-3 Jahre hat ich eigentlich geguckt ob YouTube. ja seriös und das ist nochmal gut von Ja okay stimmt dazu. etwas Bullshit echtens mal Perspektiv sie hatten die Käfer so irgendwie so am Hintergrund schon mal stehen da war Ja. nicht am Rang selber aber so Hand drin Ja, weil auf du der natürlich Ritzer was Seite. am Fernsehen guckst ist das scheißegal stell dir vor du warst am Live-Publikum das ist scheißegal schon darum Fernsehen geguckt okay nächster Punkt was du sagen in dem Käfig gemacht gut nicht weil sie konnten nicht in dem Käfig machen weil es so fucking flimsy war das war so die typisch genauso was bei einem heilen Saal abgeklommen sind dann hast du höchstens vielleicht so einen kleinen DDT oder ganz safe Suplex weil es gefordert ist ja okay wir wollen nur nicht gar durchcrashen außer wo man wahrscheinlich noch über Schwarz kommen aber das Match war wirklich immer Punch Kicky ne an der Klammer Items. ja mir schon das normal ja mir geheim also ein bisschen Puder und Maul ja und es schon das Match für bestimmt auch eigentlich für 6 Minuten so gesehen weil ich OSW Review gucke nicht kann wahrscheinlich keiner so ja das ist nicht relevant für der Time ich hatte du ja gesehen wo sie über das Match geschwärzt und du hast gesehen sie machen überhaupt nicht die Klammen auf einfach nicht mehr und dann hast du zum Schluss am Rang selber wo sie dann den Sie-Gangster an den anderen die zwei kein Wrestler sind die anderen nicht Wrestler können ja und die nehmen also Wenn gut man so könnte- zu Douglas Einmal könnte Brutus Beefcake ran und dann gezeichnet so kleine Panen wo die anderen Maul schlagen fucking Panen wie sonst auch Panen gib ihnen einen Stuhl oder ihren Neppes und Ein Maschine sag ihm mal ein Match halt einfach
kein Highlight wo sie drauf schaffen das einfach immer so komm gehen bis der Match man sagt mir nach gepinnt und hier lebt ein ran hier pin den an der Giese raus das ist Zerstörung gewirrscht etwa die Hauptkonfrontation zwischen nicht Mann an denen zwei ewigste Käfer da etwa die Haupt ein bisschen gepuncht und Dungeon of Doom geht mega Powers Punkt fertig du könnt nur keine Story halten ruhen Story aus wie gelaufen Story hat noch wo sie mit dem Monster Trucks durch Gegend gefahren sie so oh Gott okay darüber diskutieren mein Schau nicht ja wie gesagt das waren die Dark Days von der WCW das sind die Sachen wo die Leute Gag übermachen die gut Sachen die sind nur noch kommen ja pardon Meinung das Schlimmste was WCW kann man dass du David der Captain der WCW ja den David Cup World Heavyweight Champion ja in dem 50 Kilo nas weit den als World also Heavyweight Champion ja genau das den erst der Gräser sollst du den Telesinn ist fucking Filmstars ja okay Wrestler an den direkt ihm einfach so den Titel hier an Hand den ja Harley Race Ric Flair ja da könnt so hin ja ich meine du Chris Cherry kommst aber der Gag drin von dem ja aber das hin Champion war dem muss ja mir als Chris Jericho ich finde gerade Gaglo machen weil den aufzieht das auch gerade gilt wo mir was du möchtest okay mir schlorem zu weit für okay bleiben wir noch vergangen gut dann hat WCW tatsächlich ihr Wargames gehabt mit tatsächlich mit den zwei Ring und Nähen an mit dementsprechend zwei Käfischer Wuchtdruck waren das war ein cool Sache wo ich von tun hier von ein Kerl aufgeschafft genannt und plus mit den zwei Ringen übernehmen da war tatsächlich ein Kerl abs Gewicht wo die Leute nicht wussten sind viele Wrestlern die bei dem E-Ring Rückwege do permanent weil dein Vollklapp war die war irgendwie schlecht weil schon Menschen Uhr waren net grad die besten Journeen hat doch gemacht whatever das dat an Jeffrey kann de Battle Royal dat war für kurzem gewircht wat WWE Royal Rumble ja wie kommst du Jesus Christ nimm den kleinen Parenthese schon die ganze Zeit bei mir Chat disconnected hast du Problem oder ja schon auch keine Ahnung für was ich gesehen nur aber in das aus ja voilà schon noch permanente selbst Problem ja schon noch mal ein Test geschrieben funktioniert ja war vielleicht sie vergisler vielleicht permanent Stop gucke geht und he und do und dann war ich weiß nicht okay wie gesagt dann der Royal Rumble wo sie hatte wo WWE hört mit dem Iran wo dann immer Iraken bla 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 WCW und dadurch spitz getrieben ja aber so richtig das war ihre ganze Gameplan sind wirklich schon mal Sachen geholt bigger better whatever mit 3 Rings jeweils 20 an all Rang ja. Das ist eigentlich eine komplette Karte wo sie dran gestochen oder und noch ich meine, verwechseln den nächsten diese hatten nur wegschiede oder die ganze fucking Lockerung was rauskommt ja und das tatsächlich selbst der Zeit und für die Leute wo nicht wissen der Tisch dann als tatsächlich bis so bei Dingen bis sie konnten tatsächlich 20 Mann an den Rang kraschtiersche geil als so weit drauf gescript gekämpft gehen und dann rief an den nächsten und dann den nächsten und dann zum Schluss war dann der große Showdown bla bla die war dann King of Currywurst den Abend gewirrscht. Ja, das war eine Sache, wo ich cool fand. Wie gesagt, WCW, das geht es nicht mehr. Ja. Da wollte ich einfach auch schüss nach mal so, da hat schon mal Mulpen drüber geschwärzt. Da von Stian, was hin da mal direkt davon hält. Wrestling, ist das Sport hier oder nee? Also schon das Sport tun, ja, von Taut Entertainment und Wrestler gehen, ja, an Wrestler Entertainer haut ja genannt ja mir schon das aber Sport für andere noch gut weil doch nämlich auch Sport das weil wo es Leute tatsächlich auch verletzen können du musst ein physisch Konditionen und du musst trainieren also halt in der Sport das zwar geskripteten Sport von 99,9%
kann man nicht alles am Vielfalt schon aufgeschwart gött wo tatsächlich auch verschieden Leute ihr an Choreografie schon muss trainieren am Ring ihr so aufhängen pro Dinge etc pp und dann waren zum Beispiel Bliss waren sie tatsächlich gesund kriegen so, die muss einfach 2 Minuten mich schnell machen so okay da butsch mal ein bisschen mit das auch an der Reihe an dem Fall aber Wrestling aus Sport für Leute die nicht wissen gut mir tatsächlich von makaber Personage geschwat der Jan Mortal Kombat Charaktere kommen geil der Punkt ist das wieso Wrestling Sport das von stimmt gut kannst du kurz bringen für Audience wieso du musst dich ustrengen du musst trainieren du kannst dich verletzen geil und du kannst schweißen genau wie bei aller anderen Sport beim Schach Sport in Anführungszeichen whatever ja Jiffrin den Schach als Sport tituliert also oder Poker ja oder seriös nee Loni kack du verpelst mich Poker ist doch Sport oder nicht nee Schach hätte ich gedurcht Schach jemand Sport bezeichnet aber Wrestling nicht als Sport ugeseit du denken Sport so du hast die Definition für Sport wahrscheinlich nicht verstanden das als geskriptet aus an der Reihe das verschiedene Wrestler bei gegangen ist zum Beispiel für den John Cena und zum Beispiel AJ Styles geil dass sie ein bisschen Freestyle wresteln können das auch gewusst ich meine den AJ Styles hat 2 Titel mehr wie den John Cena generell denn was das jetzt Big Four also oder Triple Crown Triple Crown ja. Wie gesagt erklär du mal ein ja Triple Crown die ganzen Zeit das ist ganz einfach das von den höchsten Titel wird normalerweise World Heavyweight oder einfach WWE oder WCW oder whatever was du an verschiedene Promotionen den höchsten Titel gewonnen hast besser gesagt und das war also den AJ Styles oder der WWE TNA an New Japan Pro Wrestling hat hier den World Title gehalten ich meine das sind im Moment die 3 größten Territorien früher aber das hier noch WCW und, wie war der nächste den nächsten Triple Crown ja. Ich weiß sogar nee. Der Tippchen wie soll ich erklären in das aus Versehen selber gestorben nach nur 10 Frau sei kann Modcall ja voilà, dafür so stehen aus WCW hallo schon irgendwie an TNA New Japan und WWE hast mir voilà. Chris Benoit war New Japan Pro Wrestling WCW an WWF Champion hin WWE Champion ja an der Mengen an als Chris Benoit oder nicht wahrscheinlich den beste Wrestler gewirrscht wo Guinness technisch Risiko war sehr als Kind wo dem Chris bei Nordwasser kontreschen wo sein Alzheimer Cup ja das das Problem gewirrscht schon ein DVD von denen den hier echt hart Knox und du hast es tatsächlich wo dann ein bisschen über den Story von Chris Benoit an die pp ja wie gesagt das Triple Crown ja. wie gesagt AJ Styles aus den höchst aktiven titulierten Champion wo sie hun das ist China dürfte tatsächlich für 2 Wochen den Titel gewonnen das in dem Flair sein Rekord konnte ausstellen dass Flair, gleich sehen, ne? Ja dass der Flair überhaupt so viel Titeln durft gewonnen sind ganzer Karriere ich verstehe nicht nicht was teilst du von der Levi Jan so oder se von den bekannteste Wrestler die Zeit gewirrscht ich weiß nicht was ich das von soll halen gut dass so viel Titel gewonnen hört 16 Steck von Java bis viel gehen genug anderer die verdingt hatten die Frage das der Flair ist tatsächlich den einzigen außer nur wahrscheinlich den Triple H an den Shawn Michaels wo Pferd springen an Hall of Fame 2 Ring zu kommen ja durch Gruppierungen ja durch Horseman respektiv die Generation X kennt ihr schon eigentlich an Hall of Fame ich meine sie mal oder
Ja. hoffe ja. wann vor Horsemen rakommen okay vor Horsemen hun für hier Zeit polarisiert an du Cheater gewonnen net Schlechtung aus den an Anderson geil dat war Force ja. Dat war von denen beste wo sie hatten und denen wäre wahrscheinlich nie viel gelaf wat paar Konter bei die Generation X sind die Schlechtung hun und sie geglänzt wo man ehrlich sind Fun Fact Shawn Michaels in ganzer Karriere just 3 Titel verloren das wird mich aufgehen durch Verletzung an der Storyline nee auch richtig Shawn Michaels das er woch bekannt dass du Shawn Michaels ja das so wie den Hogan der bekanntesten Mensch wo dem Move gehabt hat war ein Ultimate Warrior den Ultimate Warrior ist ein mega groß Promo und dann ja mit du musst schlo für die nie lehren nee was einfach nicht abgetrollt genial genial hast du rausgeheit die well hier in Euromengem wat für Pay-per-view war mir halt viel genau für einem große Pay-per-view Match Main Event beide Vince McMahon gegangen hast gesagt wird op aus du bezählst mir 1 Million war darum grad wollt ja in der andere auch nehmen wie gesagt doch sollten für den hinlehnen und da kannst vergessen du kriegst ihn schon nicht ja Hogan mensch das am nicht also menges wissen so kann ich mich schon tonnen Moment darin wo den Hogan gesagt es schlemisch nicht hin respektiv ich lehme mich vielleicht hin mir Herr sprang Java Rang an kreischen und ich kicken out Nomen 3 wie so im Prinzip so du kannst so knapp wissen mal Finisher gehen ob die letzte Sekunde raus und war so knapp oder eng von mengen Lieblingsszenarien wo du wirklich gemerkt hast mal nicht probiert zu verstoppen das war wo den Undertaker seinen Titel gewonnen hat auch gegen Hogan ne und das war bei irgend seinem haben sie in zu Pay-per-view den er beim dünnchte war oder nee, war this Tuesday in Texas okay der Witz bei der Sarahs den Hogan ich weiß nicht ob er bei this Tuesday in Texas verloren oder rum gewonnen hat nicht verwechselt so am Lauf von Zeitraum von enger Woche oder so wie den Titel verloren gewonnen hat ja den Ofen wohin Titel gegen Undertaker soll verlieren ein Promo an ja Bruder ich weiß nicht Bruder ja ich brauche mein Best ne whatever Bruder und das ist der Gang und das ist schon gemerkt so ich merke das ab so einem Busch ne du verlierst seinen Titel die wurde ich drauf und dann rumgewonnen ja Bruder es schon Kalkamaniacs es schon mein Vitamins geholt es schon mein Prayers gesagt und Bruder den Undertaker der geht down Bruder und schenkt dir aber relativ Leerfahrthaut zu sehen wie du vielleicht ab es mir noch nicht wissen also vielleicht gescriptet wir sind nie ja oder die Tatsache man wo rumkommers gesagt wo sie wollten den Bret Hart pushen an hier können an hier se ja Bret Hart verleiht den Titel Bruder Sidlo der beste Kollege hatte für eng Auseinandersetzung mir nicht man nicht geschafft mir sind beste Kollegen ich komme für dich ran und ich verteidige den Eier und ich gewonnen den Titel für dich rum und dann Backstage Idee war halt so okay wir bringen Hogan rum den Held aus der Vergangenheit mit dem kleine Programm am Bret Hart zu machen hat Bret Hart den nächste Big Star an Hogan hat gesagt nö fuck off es sind Champion fuck den Bret Hart mich verlegen Yokozuna whatever und da ging wobei Yokozuna tatsächlich eine Legende Japaners du von nur gesehen an den Hogan ist einfach denn Samoan denn Yokozuna ist tatsächlich Sumo-Ringer gewirrscht Rest in Peace Yokozuna ist gestorben ihn hat den Titel Yokozuna den höchsten Wustam den kannst kreieren den hat am Sumo-Ringe gehabt schon dem und so rum der sehr von Sumo-Ringe geguckt der Sache war dem uns cool gewirrscht los Bullshit sorry Tour de France Fernsehen Tour de France ja an hin Drogen ja Drogen ja Drogen France
nie in die Foto gesehen von Tour de France vom Spiel wo doch irgend Witzbold in clevere Witzbold dann der Sticker drauf gepasst hat du hast dir dann den Abstufungen von ja mild violence oder drinking oder an du hat dann eben dann gesagt ja ich pasche den Sticker von Drug Use auf den Tour de France Bam. Nice. Ja, das passt schon. Nee, an hin hat tatsächlich an Japan respektive am Sumo dingen hat hin kein Gegner mehr wohin Wasser kontrechen wann sie Cousin geguckt hast irgendwie logisch Ja. dass die Cousin verloren hat verschiedene Matcher auch schon dass sie gegen den Undertaker überhaupt verloren hat verschiedene Schauten haben das gegen den das Ahmed Johnson kommt Bodyslam verstehen haut auch nach aber nicht egal wie stark Ahmed Johnson war von der Storyline Ahmed Johnson war goof es war ein Noob es war ein Hund par rapport zum Yokozuna ich verschiedene Haut nach aber nicht Ja du hast im Main Eventer am Yokozuna den da von einem Midcarder ja dat best was immer errecht hat als Midcard Bodyslam ja Yokozuna als ein World Champion das eine Legende gewirrscht und da können Yes. sie wen ich sind aber bei nicht auf Domination ich schon mal Farouk gekämpft wo auch nicht der Recht viel dann viel wie weit wie ich dann den what ihr Schnappes Wen? wobei auch bei der APA mal JBL was gemacht hat der Ron Simmons Ron Simmons genau. Farouk Ron Simmons Farouk, ja. Genau. Und den durft tatsächlich die Yokozuna Bodyslam den zweiten überhaupt nicht mal Alkogen und da kommen wir tatsächlich bei Leute fangen wir mal an ich gehe ja auch da ein bisschen Chance mal zu verlieren die komisch Gimmicken und dann noch die overrated oder die Superstar wo tatsächlich einfach nur lächerlich waren aber wirklich gehypt gesehen so, du fährst eben so wenig Also die lächerlich Gimmicks die war mischte gehypt gesehen nee, einfach just just die Gimmicks wusste sie so zum Beispiel die Schockman mit der Stormtrooper nee das ist Der Shockmaster. Schockmaster ja der wollte schon gerade nennen ja nee, wie gesagt nenn mal und da kommen wir tatsächlich bei die überbewertesten wo wir holen okay für dich den dummsten und dann den überbesten gar nicht okay komm Jan die darf so fangen komm nenn mal pur boah die dümmste Gimmicks die gesehen das war den oder ich war mich traum belegt mir das war den Ringmaster gewirrscht ja okay Ja. ich muss recht sorry ich muss tatsächlich Ja. recht nee natürlich die Also, das Gimmick war- war scheiß der Wrestler ist also, natürlich nee, godlike. den Wrestler ist Big natürlich Power. ja. Der Rocky Maivia ja der Schockmaster auch sein Auftritt den vergiss den Haut nicht wie du durch die Mauer gefallen war an ja so gut Figur von heben die Metall gemäht hat ist doch war noch umgedreht an der Verpackung gewirrscht ja ich weiß nicht, ob den erkannt das war da waren immer so zwei Rapper durchgewischt immer wie Klone geschminkt waren Auditiers von die geheescht ja ja du war Luna nach dabei gewirrscht Ja. dat die leider auch nämlich lief nach schon zwar ich gut und die Kisscharakter aus der WCW Zeit ja Ich schon so lange dünn nicht geduld Me, okay kann such Jaffa Matt Hardy nennen kannst nach Agent Christian nennen das an der Reihe die passen alle gut an die Dinge ran also immer so Agent Christian war Matten Hall dieser Matten Dudley Boys wie sie ein TLC Match du hat dat war ja von den besten Matcher die gin war für WrestleMania wie gesagt wir kommen noch an die Kategorie über Wrestling wir kommen nach dran dazu man kein Rockers waren zwar gut Tagteam gewicht hun offiziell Titel also Tagteam Titel nie gewonnen schon auf Matti und ich einfach nie interessant fand gehabt mein Level Pain de Jan as mal selbst unsympathisch gin schwes net viel wat schwes net viel wat na aber das einfach Menge Meinung ja Ja. so hun Ja. du kannst dich Ja. doch mal aus Matchplay
Ja, Ja. schon Rockers als Tagteam war gut gewicht habe ich auch von immer gesteuert zu dem dass sie offiziell nie Titel gewonnen Ja, haben. ihre Gimmick war ein bisschen ja. Ja gut für die Zeit war Voilà, gut voilà. gewirkt. So, das war gerne Zeit Ja für die was der für die Haut Zeit. Trappe so okay. Ja. Hey, cool, geil. Stell auf gift nach haut den wie den das die Roads optriiert den giften ja auslachen oder Ja. bis holen eben Weil den darfst, die wollte doch keinen Spruchfehler gehabt. nö Bebe, hardcore plunder Bebe. Ja. You gotta, gotta, he's got a bicycle. What is he doing with the bicycle? He's got a bicycle. Also, okay, dann Malibu Wheel Paint. Da fängt man Okay. Gimmicks. Das ist schon gefuddelt, weil da einfach zu viel gehen, ist schon mal einfach für ein bisschen so da zu filtern. Und ich habe ein bisschen nur geguckt, lo an der Zeit. Ich picke mal heute lo pur gut raus. Terry Taylor aus der Red Rooster kennt wahrscheinlich Kemei. Das war auch Demos an der WWF einfach sind renommierten NWR-Wrestler. Du gehst ihm rote Mantel auf hier und allem müsste das sagen. Ein hört lang hoher an der Mitte wird ein Tor so zur Summe gestellt, dass sie richtig drauf gehen an die Rotfirben. Und so so bist du so getrippelt wie ein Hung halt, weil es der Red Rooster war. Ich meine, zieht mal etwas. Das War war- klein mit dem Gimmick in der W, oder? Ja, das ist eine Zeit, ich meine, vor aber Jahr, aber es hat durchgezogen ist. Okay. Ja, das war einfach auch vom Finalen, vom Standpunkt her, weil ein Terry Taylor aus dem Funky schlechte Wrestler. Ja. Ja. Einfach, das war so eine von den Sachen, wo es der NWA-Legendenhaus, Legenden in Anführungszeichen, so ein Journal, wir Ja. einfach die größeren NWA hatten, an den WWF kommen sind und dann ist das gesagt, so, komm, wir gehen hin in einen Gimmick, yay! The Shark. Okay, Den Earthquake. ja, voilà. Und unter zwei Single Lösch rausgeholt, weil er ihnen selbst schon Wrestler war. Aha, ja, ist noch ein guter, dummen Gimmicks, du kannst den Billy Gunn ablöschen. Er war an the Blackjacks, er war den Mr. Ass, er war the one Billy Gunn, whatever the hell that means, an den Serienken Honky Tonk Man für ihn rumzubringen als Rockabilly, Ja. yeah, was aber immer Country-Sänger war, Ja. was mir Jolo und dem Jeff Jarrett sein Gimmick an der WWF gefangen. Ain't he great? Ich komme schon erinnern, das war noch einer Zeit, denn du hast Moment. tatsächlich ein an der Arena ein Schild, wo drauf stand, ain't he gay, an Kamera das gewesen. Pass auf, halt Gedanken noch fest. Die Storyline, wo du haben drin kreiert war, die war einfach nicht mehr genial für einen Wrestler eben Dünner zu bringen. Den Jesse James. Ja, Storyline, da haben wir What das the ganz fuck? ausgesehen, Top-Truden an alles so. Ja. Okay, weiter, ein Wrestler, den Nike am Niveau vom Billy Gunn, The Kane, angefangen als The Christmas Creature. ja Ja, das ist noch alle gut. ja Du noch als war jo Isaac Yankem, ein Zahndoktor. Du schätzt nicht Und vom du noch- Kane, hei. Was? Du schätzt nicht vom Kane, lo, hei. Ja, auch schätzen können. Ah. man könnt der schlimmste Gimmick Der Fake Diesel. ja An der Fake Razor Ramon klärt man da noch halt drauf für gut WW einfach gesagt hat, die Typs sind gang mehr Hund racht und denen Typ sind haha wir wollen einfach den anderen. das halt doch eine Doppel Nee, Gottes Willen. überhaupt nicht Persönliche von mir nach vor der Bastion Booger was einfach immer so Ah, so. nee, so Mhm. einfach einen fetten hässlichen extrem weißen Mann so hin gesagt an einem extrem engen Kostüm an so portrait dass er einfach einen Deglas Promos mit einer gefriert hat oder so an die Ruhe, wo es auch so hat, Chicken so. Wings, Ah, Chicken nee. Wings so gefressen und dann ist sich über sein ganz Gesicht verspätet dann über sein Kostüm. Chavo Guerrero Ja, definitiv. Oh, Mann. Ich schreibe schon direkt. Chavo Guerrero als Cohen White. Nee. Wir wollen den Mexikaner, aber wir machen zu einem fucking weißen Golf spielenden Idiot. das de kalten gewircht Nee, das in der Schrank schon mal all seine Gimmicke von hat. Mir wie gesagt, an die Kategorie kommen wir nach überbewertete Wrestler. Und der Gobbledygooker, was war das? Was soll das? Hat du irgendeine Idee nochmal da? Dann der Yeti! Der Yeti! Als wir aus der WCW. Ja.
Schmengen dat also für den Moment mal alles schmengen dat waren da genug Ich weiß noch was wir kannst nennen denn Steven Regal he's a man such a man Ja, ja. Als Texaner durchgänger als Holzfäller ja nee als richtigem ja man was du hast tatsächlich Steven Regal als wahrscheinlich den besten taschischen Wrestler wo WCW und WWE oder WWF jemals hatten das Kind wo Tasche schmeckt die Malenko Daniel Bryan Daniel Bryan hat ihm geleiert ja aber nicht schon Michael zu den Daniel Bryan unterrichtet aus seiner Wrestling School und verfeinert gehen außen durch den William Regal an der WWE so, ja voilà, so waren der Wrestling School so weil Jeffrey Mentor aus der William Regal dat WWE hat gerne Strategies schon Michaels ja schon Michaels weil den dem John Cena seinen Abgabegriff kennt geil STFU ja das Regal Stretch noch immer das Regal Stretch an der Regal Stretch what the fuck den John Cena wo just durch Kraft den Regal wurden durch Technik perfektioniert ja das wie du siehst das sind Taschen den John Cena hin hält den einfach ran und also er schon dran weil es sind John Cena das sind Superman und sie mehr stark wenn du ein Regal Match geguckt hast du so ist du siehst dann nie was du Boden Gold und das war richtig Wrestling das war olympische Niveau Wrestling wo du gemerkt hast okay für die Regal Strategy ranzukriegen war nicht einfach ich kann nicht auf der Boden man schlocken zu an nee das war so wirklich weh du hin schwachen dein Bein schwachen dein Arm ich probiere ein Arnetz also mal rauskommen und das war wirklich die ganz Match als du hingegangen ja und beim Cena ist okay schon Panzer irgendwann kannst gewonnen okay da kommt man mal tatsächlich im Regal das ist wirklich gut ein Usatz gewirrscht mein Leben Jan du warst gut weil ich und die geduld in Tag Team Blue Bloods mat dem anderen den anderen keine Ahnung wie zerschmegensche blonden Tippschen wo in Tag Team Wrestler war die hat gut gepasst den Hunter Hurst Towns nee nicht war ein anderen Blue Bloods Dave Taylor recherchiert umgegangen das ein Highflyer war dat der WCW oder war WCW WCW nennen weil er hat ja nur noch der Team an der WWE am Dave Taylor den schon erinnert Dave Taylor wie gesagt, ich komme wahrscheinlich schon bis Lord Steven Regal an Earl Robert Eaton ja der Robert Eaton an ihre Squire Dave Taylor war auch schon so dabei die war ja dat war tatsächlich gib mich der Regal kein Problem im Kafenstadt auf die war schon immer so gewirrscht Medianer what the fuck gut ja okay dat war so wie Stone Cold die war in Hollywood Blondes ne du sollst da eher lösch nicht gegen Tag Team aber du hältst einen Texaner und du siehst den aus von Hollywood wo er selber gesagt hat ja er könnte ein Typ raus von deinem dicken texanischen Akzent an den aus von Hollywood what the fuck ja mir aber der Tag Team da tut sie gut noch funktioniert das stimmt du kannst das funktioniert ja weil den Brian Pillman an den Austin einfach fucking good Wrestler sind ja weil sie Lunatic fahren Jeffrey wo fand das denn Dean Ambrose Lunatic Fringers die not nach Nash und Brian Pillman ja what the fuck Gimmick nicht so gut die können doch nicht wie sie gut machen weil man einer Zeit sind weil das PG und das dumme weg so ja, wie gesagt von der fucking den Typ so dein Waff ja für Stone Cold gebracht hat von der Wirtschaft ist crazy will denke gucken geht einfach oder guckt einfach nur Flying Brian Pillman den Tippschen als Stout Lunatic kennen oder wie gehecht ich was kennen war sein Spitzen ja loose kennen ist gut im Grund aber crazy Schiffrin den Stone Cold Skull für gackisch gehalten hört what the fuck der Stone Cold war in Weisekant per Bord zum Flying Brian Pillman ja oh hell yeah wie gesagt dann haben wir tatsächlich so Sachen wie die Kiss-Charakter an der WCW der Kiss-Demon genau wo ich dazu
geil Winnie Wrestle Team Emil Wrestle nie gesehen Ja. da fängt man unter mit dem kompletten Dungeon of Doom wie du war komplett Oh, ja. Ja. du gilt keine Ausnahme Jiffre den tatsächlich aktuell wenn der Lo guckt dann wie ich wie ich schon mit den Champion von der vom Smackdown den Bray Wyatt Bray Wyatt weil man nicht verdient hat den Titel zu gewonnen du wings vergisst schon mal nun das ist der Both vom RES IRS vom ja vom Million Dollar Man Singer Corporation gewirrscht what the fuck wie gesagt genau wie hin den Dingen aus in sehen Gimmick tatsächlich Bray Wyatt wo nicht passt weil schon einer Gimmick gesehen hat The Raven aus der WCW Demos Ja, so Mama so ist okay Problem hat von so das momentan so gimmick do an der schon ein so gimmick nee, sie will Undertaker draus machen und geht nicht den Angel wo dat Kind kreen oder Kind machen die mussten es tatsächlich op Heel turnen wo du könnt das sind den Ambrose weil den tatsächlich verrückt genug ist und dass ihm die dat noch gif aufholen und dass du eng stetige Verwandlung muss der Bray Wyatt einfach komm halt du da den Undertaker 2.0 denkt er schon der freier WCW guckt wer der Raven und das an der Reihe passt nee aus persönlich Meinung okay. ich am Nexus nicht geschafft wo sie kommen sind und ich schaffe auch lohne die Gute aus gute Welle guten Titel weil den Titel geschafft verleiert geht dann keine Ahnung ich verliere den Titel an der Serie an der Reihe whatever den Orden verleieren nee kann viel gegen den Orden hast du gesagt gehen ja mir sie wollen sie probieren nach und Fred Match draus zu machen ja whatever also wie gesagt dann ich fand Bray Wyatt mega lang schon wenn man schon bei stupid Gimmicks sind das was er für drin hat Husky Harris ja das war mal so zum Beschreibung oh my god he's a tank with a Ferrari engine ja also Panzer und ein Ferrari Motto also Footy ist Panzer ja Ryback selberst ja das war go dann für den Nexus das war dann Wade Barrett selberst die war sorry der Wade Barrett aus den englischen guten Taschenschwestler was tun sie gemacht so Bullshit draus gemacht sie sind nicht wie das Feeling Bullshit aus guten zu machen wie wann es von TNA River machen wir Bullshit draus fertig passt schon ich meine die löscht das elend schlang wie gesagt begib mal bei dir Alke bei die Charaktere dann wirst du schon gesagt du hast mal Levian dann Sub-Zero aka Glacier the Mortis aka Shang Tsung Reptile Shang Tsung ja Raptor Shao Kahn na dann hat auch sein Schädelmask wie Shao Kahn ja ja seine Mischung zwischen Shao Kahn gewirrscht an schon so viel fucking Mortal Kombat Charakteren dran und irgendwie wahrscheinlich Mortal Kombat gespielt hat gesagt hat schon lobes von allem manchmal eine Charakter dran tut aber die Zeit gepasst das hat schon zu der ganze Sache tut so gepasst also das leider so ja dann haben wir eben den Shopmaster du gehabt all gut ich weil Sportcharaktere wo der kommt kreieren die waren Bullshit in Eishockeyspieler Baseballspieler du hast mal nicht immer Sportcharakteren du hast alles ja du hast den The Repo Man ja, The Repo genau nur dem Hundegesicht genau den es geht viel so Gimmicks wo du denkst so an verschiedene Gimmicks Duke the Dumpster der Müllmann hat den Ass nach gangen bisschen sei stable gemacht am Sunny so what the fuck aber ein von den komischsten Gimmicken wo wirklich gefallen wird wo auch tatsächlich ein Druck hatten am Tag-Team-Bereich das war Public Enemy ja. oder Mosche Headbangers Mosch an Dingen do das waren so Charaktere so okay sie haben Zeit gepasst aber das waren nee sie nicht an die Wrestling gepasst aber sie haben Zeit gepasst das ist so Sache wo ich gedacht habe aber wenn man tatsächlich mit Charaktere kommen so generell alles weil Hardy Boys wird nie gepasst passt auch nie den MVP
Gimmick mehr geil von Nee. MVP kommt alles. Kommt tatsächlich wie Chuck Norris durch Wasser gehen. Hin als Naskin Wasser als zu MVP gehen. Nee. Sorry, hin als von Charakter. Den Dave Bautista. Sein Charakter konnte nie ausstehen, ich konnte nie gesehen. Die ist generell auch die aktuelle Gimmick, wo sie fuhren, man. Brother Nero. Oh, das war gut. I knew you'd come. Brother Nero. Da hat man von mir den aufhängen. Matt's Play. I knew, ne, Brother Matt. Brother I Matt. knew you'd come. Brother Payne. Ja. Das sind da so, wo ich mir denke, so, die Gimmicks, die passen nicht. Also bei Tradis fand ich pauset, weil die in der Taufzeit drogiert sind, also kann ich mir gut Ja, okay, von dem Standpunkt. Dass der in ihren Drogen Trauma und selbst kommen. Okay, da gehen wir nur tatsächlich auf überbewertesten Wrestler of all time. Und du siehst wahrscheinlich schon dabei, wo du denkst so, wie konnte der bloß so? Ja, du viel. Jan, du darfst am aufhängen. Oh, den überbewerteste Wrestler. Nee, generell, du kannst ja pur nennen, nicht als lang, du winkst. Ja, aber so, also überbewertet Wrestler. John Cena, den wir uns können. Findest du? Ja. Okay. Ich habe einfach das. Weißt du kannst so viel mal den Moves verpassen. Und ich bringe darauf fertig, bei 2 rauszukicken. Ja, das nervt. Ja. Verstehen ich schon. Also an der wie nach seine World Life Gimmick du hast 2003 du da wirklich gut fand gehabt. Animation oder ja Dr. of Togonomics ja der war noch schlecht stehen der war gut gewirrscht wo geil ja wo den Undertake wo op Gräber gesächt hat wie in Match gegen Undertake gehabt was war 2003 war das gewirrscht bei ja. Dave Gimmick war noch gut gewesen von ihm. Ich meine, ab 2005 ihn dann sein echte WW-Titel gewonnen hat. Du hast noch gar nicht so ab. Sagen wir mal 2006, 2007, meine ich, wirklich Schloss gern. Oder wie WW PG gern, so war wirklich. Ja. Damit zu retten gewesen. Überbewertet Wasser, wir können es ja noch hören. Das weißt du. Ja, ich muss auch gerade überlegen. Wieso tat ich sie schon raus an Edge Christian? Die sind überbewertet gewesen, immer der Christian Park Honda auf jeden Fall. One more match. Aber dann hat man der flache einen Sieg müsste kreieren. Den Edge als Einzelwrestler. Als rated als Superstar. Auch du. Ja. Auch du. Den. Okay. Ja, den hast du. Also ist schon. Wirklich gut von an Sänger Heel Rolls ich mein, sein Live Sex Celebration den Demo zwar Lied hat als du wirklich das krass was er jemand kommt bringen nach sie hat gesagt auf der Bühne sieh mal ein bisschen ehrlich das kann einfach guckst einfach nach Piep da sagst du mir oder guckst einfach gut Zeit schlechte Zeiten ihr war denke alles voll ist geil kommt ihn an der anderen und Bett und du sagst mir Haut dem Lied sein Nippel gesehen ja voilà, so du hast das gesehen wow englischer Fassung an der amerikanischer Fassung wo sie rausgekommen einfach rausgeschnitten von ihm ja okay Tattoo Smiley Face am Platz war ich schon nicht nie war bewährte Wrestler war bewertet Wrestlerin das war Trish Stratus gewirrscht Wow. Das einfach so das ein von den Geschichte wo da se guck wie angefangen hat guck was aus gemacht hat innerhalb von 2 Jahren oder so ja schon das du kannst so normal gemengen ja mir das aber war nie so auf dem Niveau du ging schon noch recht mir das ich gucke noch mal ich probiere immer so ganz Spektrum um zu gucken was man so als fucking Bimbo gefangen an Hanno Konzert ich hab's am Raum ja dann find's nach Kind hören das war den Triple H gewirrscht. Ich war mich zwar vielleicht unbelebt, aber the game guckt. Ja, ich weiß. Triple H, ja, die Sache mit der Evolution, wo in der Brut so. Dark Days. Dark Days. Wo einer Wrestler war ich mal froh, war das zwischen 2002 und was war 2005
dass pur Wrestler den Titel für Emon konnten halen wie Randy Orton gewinnt gegen die Chris Benoit bis für so von den besten technische Wrestler die sind ja ich gewinnt den Titel gegen den gibt die jüngsten World Champion an der WW nun Brock Lesnar wie das Lesnar am Goldberg bei WrestleMania was war 20 gewirrscht hier ein scheiß Match da hat an allen zwei WW verlust hat dann wollen sie unbedingt alles machen dass sie neuen jungen Champion hören dann hörst du selbst wie den Triple H dann den dann rausgeholt ja Schaffel du geholt wird und dann den Randy Orton den Titel gehalen wird ja doch nicht schon mal sehen dass das Mädchen vom Chef bestuhlt wird ja da das auch so ein anderer Geschichte oh, wie hat er gesagt so bei der Randy Orton Storyline wird dann ein anderer Faktor den rauskommen an einfach aus hier als Babyface als von den guten als komplett gefailt bei den Fans mir guck mal wann guckst eingelöschten die Gimmick Randy Orton als auch gefailt ich das immer wirklich gepreist ja guck mal sind the third generation Wrestler bla 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 geil Wrestling aus bei uns an die gehen aber trappten sie verletzt nee ich kann nicht während der nächsten schon Mutter sind drin verletzt schon mal rumwegen und faul ist einfach faul hier kennt viel mehr ja guck mal du hast dann sorry das Schluck muss so in John Cena wie muss aufgerast nicht wie muss aufgerast ihn hat für 6 oder 9 Mate kein Dinge gehabt von Survivor Series könnte er an der Royal Rumble im Rand und denkst du so ja okay 6 Menschen geplant nur 3 Menschen steht am Raum ja, ja so, einfach geklont an du hin gesagt oder wie man sie dat was die Szene hat war Michel waren Orten hat und guck mal mein Alter mein Großeltern aber schon ich kann nicht wobei sein Großalter sein Bob oder sein Pap auch nicht gerappt tun nee. Pap war nicht mehr bekannt gewesen man gibt's ja wie gesagt Iwer bewährt Randy Orton so Legend Killer Gimmick wat den hat war gut gewesen das neben der Jung gespun dass den ein groß Maul huet ich fand sei Viper Gimmick film ich scheiß von dann so schwarz wie Roboter dann ja den Jim Cornette oder denke gesagt dat oder auch den JR ich weiß nicht wie Wind gesagt hat mir einfach gesagt verschiedene Wrestler sind einfach am besten was sie selber spielen und das beim Randy Orton noch der Fall wo ich auch so ein Legend Killer Gimmick das war perfekt werden weil hier für allem Demos ein jungen arroganten Arschloch war am Rang an hundertem am Lockerroom egal wo sie wie sie toll das war ihr konntet einfach perfekt spielen weil nur nicht müsste spielen in den einfach selber guck mal schön Third Generation eine Schweizer Legende und Gesicht und das in Grace du fährst gute River kommen du fährt das funktioniert und das wie sie siehst das war logisch das wirklich so, ja ich verstehe noch nicht wirklich ich verstehe noch nicht wirklich was das soll das hier bei der war jetzt haben die das ich meine das ist schon mal könnte das sagen ich weiß wie man Daniel Boy in dem reden hast dann an der Gruppierung dahin für 2-3 Wochen ja okay danach wie gesagt 10 Minuten einfach gestreut weil tatsächlich Schifferin als gut fand okay weiter ja und das bestimmt nach 1-2 ob der Pan wusste dann so wie kennst du nach nennen wann käme ich mach ich bei Duel Pain wann sein nur ja los mal den Wheel Pain dann mal pur nennen da vielleicht halt mal dann erinnern handelt okay es scheint mal ganz so nun die Goldberg ich nie wirklich da können Raum zerspeist für 5 Minuten zu gehen raus okay das ist einfach ja mir das viel einfach zu maskieren dass er so nicht kann fertig aus okay was weiter ich hatte am Kopf mal vergessen ja, Kevin Nash ja Kevin Nash Gimmick mehr cool Charakter mehr cool westerisch kann er nicht da können Rang sind Knie sie fragt sie verletzt
Fuck. Extra Ja. Schon fliegt gar nicht auf, weil er offensichtlich den offensichtlichste von allen am Moment der Roman Reigns. Problem immer okay, geraubt in verbessert in den letzten Jahren. Den Promos sind immer shit. sorry. Suffering Succotash son. Good one, Roman, fuck off. Okay. Ich muss wirklich schon op Delo aguen ich wis man da so hin von der Third Generation Wrestlers das hin tatsächlich eine große Dynastie von den Wrestlern ass an das hin oder Rock net druckend han gött kein Twitter Rocky my Via. Okay. Triple H muss ein gewisse Sinn auch so. Ich fand sein Hirn an der D-Generation X wie an jung fahren respektive auch noch die Zeit noch 2001 2002 so weiter schmengen so gefangen wie Evolution bei der Evolution Zeit wie halt wie gesagt die Zeit war wohin den Titel während 2-3 Jahre gehalten hat wo dann an denen 2-3 Jahre Shawn Michaels de Goldberg den Chris Benoit an Randy Orton ein Titel schmengt vor die Feier an denen 2-3 Jahre Feier Leute die ihm den Titel eigentlich ganz kurz aufgeholt und seitdem okay es gibt Schlimmeres die sind hier wirklich nicht so ganz du Uhren dran wie Leute gerne mal abstellen man so an der Attitude Era Austin Rock Triple H ja kannst du mal erzählen Undertaker ja, so wenn du guckst die Puffen in den Grästen kannst die oder stehen Demos fand ich dieselbe legendäre Status wie Rogan Stone Cold haut du das nee. Voilà. Fuck, wieso fand man wirklich Kinder Licht kommen das, ich weiß, du hast bestimmt einen langen Stoff also mir fangen mit dem wo 7 Jahre lang den Titel durft halen. Wow. Bruno San Martino. Genau, Bruno San Martino. Das ist unlogisch, dass ein Tippchen über 7 Jahre einen Titel halten kann. Das geht nicht. Überbewährt. Das wird Promo gewirrscht für Dinge etc. Ich verstehe nicht mehr überbewährt. Ich habe einen Tipp tatsächlich Wrestling gesehen. Schon Classic Cage Matches. Und du hast ihn dran. In für die Zeit hat er gut gewrestelt. Und das gut, mir das unlogisch. Total überbewährt dass für 7 Jahre ein Titel halt genau wie Women's Champion Fabrice Moolah wo über 20 Jahre den Frauentitel gehalten wurde so what the hell nee vergiss es verschiedene Schnitt nee überbewährt weiter und dann kommt man tatsächlich bei ihnen wo überbewährt das hat man schon gehabt der Flair generell also in ganze Karriere überbewährt den Titel wo gewonnen hat wurden immer durch Play in the Game gewonnen immer durch Pudelen wirklich die mecht und vor Horseman wäre nie so weit kommen vor Horseman wurden natürlich abgebaut Remenke abgebaut Punkt dann hat vor Horse Women wir sind an der aktueller Zeit NXT und Schnitt gesehen auf die Sache wo ich gesehen und aus an der Reihe am aktuelle Kader können sie machen warten sie wollen du wingst überbewährt guck mal Charlotte Bailey Sasha Banks an Becky Lynch konnte plus China wovon wie wird aber das gedrosselt okay Becky Lynch holen du raus all die anderen sind überbewertet Charlotte Flair besonders Kack genau Bailey sie können nicht sie können nicht machen so Charlotte aus einfach so viel gepusht wenn es ja sie sind überbewertet vor Horsewoman an NXT genial alles was Deelweis gesehen hun an heieren hun gut aber am aktuelle Kader sind sie überbewährt bis zum geht nicht mehr wann die schon weiterfuhren kann kein Sause mehr ja mir guckt Charlotte Flair hat aber so oft den Titel gewonnen wow Moment, wie hast du gemacht Jan ja. Zu wichsen geil
Genau dat as. Und dann man tatsächlich so hadet klingt den Undertaker. Aktuell in hat schon 5 Jahre Nopalen. ja Jos gesucht lachte Match an Aktuell den Undertaker sorry nee losen einfach auf würde sein Charakter stirven am Ring los nach Emul verlehre gehen den John Cena und den John Cena sein Gold Pferdespur wurden besiegt bei WrestleMania als allerletzte Match dann kann ophalen wird den John Cena sei großen Dingen an Undertaker kann an tolle Fame angeweiht gehen nur Punkt fertig ja wie gesagt aus Meinung Match vom Undertaker als gegen gesieht von WWE wo muss sein wo seit über 10 Jahre aus gegen John Cena du musst verlieren fertig einfach wie gesagt Undertaker immer bewährt Schiffri den Undertaker über 25 Jahre im Buckel schon seinen ersten Titel gewonnen gesehen den Ginger den du nach vorher Demos ich dachte das aus Ginger komm ich war ja den Survivor Series der Mystery Partner gewirrscht für The $1 Million Corporation gewirrscht mit einem Stuhl wurde ein Match entschied nur jetzt also geil ja dann kommt man tatsächlich in Lesnar Brock Lesnar kann nicht wrestlen du hast die Goldberg gesagt der Lesnar fällt in dieselbe Schiene nee doch weil der Lesnar die kann wrestlen ja was tut Goldberg er gemacht nicht gewrestelt wo man gucken wat an der MMA gemacht wird geil am Octagon sorry das genau wie den wie der Goldberg wie den wie der Flair bei der Flair was rausgewischt an Undertaker komm lassen Undertaker fall dann selbst stehen Slopan fährt könnte wir braucht Geld lass uns immer bewährt dem Wrestler lass uns ihn stärkt war das denn danach ne besser Beispiel für ich mein, du hast sogar schon genannt bei Will Payne der Kurt Angle aus tatsächlich Gold gewinnen Medaille am wirklich am geil am Boden Wrestling an hier kann Apps hin eine Technik drop an das stark okay, pass auf, wenn du sie stärken alles ja okay am Octagon kurz ja auch an Leute gegen Gewichtsklasse gekämpft die auch stärkt hatte du kannst ja lo an der WWE gegen den Hallen und so okay also Power ist dann kann die Sache mal well hin halt Power ist das mir das kannst du aber nicht am real life MMA das sind natürlich mehr gepusht hinaus an zwei nur engem verlorene Match an einen gewonnene Match schon den Titelmatch gut das war natürlich schlimm weil hier eine Brock Lesnar ja. weil hier Nummer mehr kann aber wrestlen ne guck mal die Lashke wurden vom Top Rope in Dinge gemacht hat was war Moonsault geil genick gebracht ja genau cool das kann hier nicht einfach du aus über WrestleMania machen und immer bewährt in immer bewährt in das als Denkmeinung ja ich nicht trifft ja, beim Gold voilà. du bist beim Lassen das ein Meinungssache ja Punkt weil dat wat den Kind machen möchte net de Goldberg den tatsächlich bei der Defense von Atlanta Falcons gewirrscht Footballplayer das se net wrestle kann das du schwager gimmiger als normal en vom Boden Wrestling tatsächlich just op Kraft an Moonsault hikrit an sich genick ubrischer seitdem für Powerhouses Top Rope zingen verbote gesinn an der WWE dat wissen auch die Monster Leute nicht whatever wie gesagt das ist den Raven dumm aber Problem doch den as bewährt nee, Raven hat als Gimmick gehabt Raven hat als Gimmick noch gehabt sorry das von den komischste Gimmick gewut ever Guinness stable wie gesagt das war just beim Ding schon muss ein bisschen abschreiben du denkst nee das war noch beim okay. Gimmick das war beim Gimmick wrestlerisch Gib ich sogar so in hat nach einem Druck hat mir sehr komplette Stable war ein bisschen überbewährt gewirrscht von schon gerade cool von weil komplett ernst war weg war komisch das muss anfangs ein bisschen krass was labert sei überhaupt weißt du ihr Mensch geguckt ist die Mail kommen und schon mal wirklich gesagt, okay das ist anderes das je nach intelligent an den Labersachen wo es einerseits ist what the fuck aber dann andererseits ist also das ist aber interessant gute River an den bringt das gute River fuck bei die Gimmicks wie man vergisst so ich meine die beste Gimmick aller Zeit wo jemals rauskommen Dank the Cloud
fick der Schnee. Das Ding mit den Crow-Gimmick. Oh ja. Hat nur mal den Joker-Gimmick an der TNA darüber diskutieren mal. Mir aber das Ding mit den Crow-Gimmick war genial gewirrscht. Ich meine, den hat der Tasch WCW um Leben erhalten, ihr wart Joren. Oh ja. Ohne Kack. Er war den einzigen richtigen Main Event, der diese hat, also vom Hogan aufgesehen. Ja, aber wir kommen noch bei die Iver bewährt. Ja. Wie gesagt, bei Gimmick das Ding, den ich komplett vergisst, das ist die besten ever, wo jemals an der WCW gibt. Ja, du hast stupid Gimmicks, dafür will ich nicht... Nee, generell Gimmicks wird gewirrscht, hat gesagt. Du kannst auch stupid Gimmicks drin aufhalten. Ja, schon auch um die stupid Gimmicks. Ja, okay, dafür kann ich nicht, wie man so Gimmick um stupid dance. Okay, da kommen wir tatsächlich und Iver bewährt, Hogan. Ich meine, ja. Und dann, Jan, das ist tatsächlich ein Quiz dafür dich. Oh. Versuch rauszufinden, der Will Pain weiß, wie ich was. Is, was, will be. Bret the Hitman Hart. Ja. The best there is, the best there was, and the best ever will be. Ja, der beste ist Stone Cold war du gewirrscht, Hogan war du gewirrscht. Stone Cold war besser wie hart nach immer. Der beste was nee, der Bundes San Martino war du gewirrscht, dann Shawn Michaels war du gewirrscht, auch ein Dinger Ehre war schon Michaels. Und der beste ever will be, wo Stop gehalten ist und Shawn Michaels nochmal gewrestelt an den Stone Cold. Nee, du warst nie etwas von denen. Aber wer hin nie an WCW gerne, wer se Karriere net so frei fertig gewesen, wie dass du Goldberg tritt wie dat de können dufir gesucht huet, dass mis ophalen. Oh, dat fand Javalo ganz toll. Ja, war ein Accident gewircht. An mal so, vielleicht wenn de Brett hat nie an WCW gern, wer gift no hat vielleicht haut noch lewen. Ja. Nee, das hat de McMahon wollte rausholen. Ja. McMahon wollte raus, weil sein Vertrag für auslaufen war und hin hat wirklich einen Ransom gefordert wollte und dann McMahon wollte ihm nicht bezahlen. Ja, aber das schon noch ein anderes, das schon absehen, dass du geschieht der Bret Hart als der WWF bei WCW rübergegangen ist. Das ich meine der größte Spektakel, den sie jemals hatten. Doch viel das für ein Jahr hat als so komplett ein abgedrossen respektiv Background singen wo steht der Montreal Job ja das tatsächlich Dingen das gut während dem Match hat Vince McMahon entschied dass denn Shawn Michaels soll gewonnen und war viel gesehen dass der Bret Hart gewinnt. Ja, er sollte den Titel gewonnen bei der Survivor Series an den Dach no hat hin sollten aufgehen dann. Ja, ich wie gesagt, die Fall den hat man doch schon gehabt man Medusa. Ja, war ein Titel Mod geholt. CM Punk. Den Hogan hat doch gemacht. Nicht es war ein bisschen ernst. Das war auch während das war während der echten War Games. Wo der Macho Man seinen ersten Titel gewonnen hat und dann hat er noch gewonnen und war auch gesagt, dass er ihn gewinnt, ganz normal. Und es war irgendwie so gesagt, den Hogan hat sich eliminieren gelost auf eine Art und Weise, wo er enorm an den Rang kam und gesagt hat, oh Brother, ne, wir schon auch nicht verloren, Brother, ja, sind am Anfang nicht raus, geht, Brother. Wo der Macho Man auch geguckt hat und gesagt hat, what the fuck? Weil einfach nicht mehr auch von Anfang an gesagt war, hi Hogan, du bist eliminiert, Macho gewinnt, clean. An den Hogan hat während dem Match selber décidéiert nö. Ech mal ha Shenanigans an ich komme an den Rang an den Schulden dir dein Moment wäsch an den ha zu argumentieren, dat ech hat sollte gewonnen. Genau, am Match fehlt. Genau wie der Flair hat den Titel von der WCW Motzgoal an für rüber. Okay, ja. du hast dem Geld noch gegangen, weil das Geld bezahlt tun. Aber das war eine andere Sache. Da könnt von Zeit zu Zeit kennen, das ist noch keine neue Erfindung von der WWE, das könnte schon ein bisschen mehr oft das gehen. Ja, na, wie gesagt, das sind die Gimmicks, wo man anhieb angefallen sind. Da kommt man tatsächlich wahrscheinlich irgendwo, die meisten Leute sich immer streiten, das beste Tag-Team. Jan! Oder soll ich das aufhängen? Ja, so schon. Oder willst du aufhängen, Will Pain?
Also was willst du wissen? Das beste Tag Team oder das meisten overrated Tag Team? Was ist Ding froh? Das beste Tag Team. Vielleicht ist das Was overrated. ist das beste Tag Team so steht das so? Ja. No? Ja. Dudley Boys. Ja. Ja. Okay, kleinem Schlubber, komm nicht mal dabei, noch mal die Blumen. White Dudley Boys. White Dudley Boys. Ja, 6 Mal Titel gewonnen an der Reihe. Okay, weiter. Von Triple Crown Winners, erstens mal. Okay. Den Titel überall gewonnen. Ja. Also sie hatten einfach am Rang als Tag Team lo. Hatte sie eng von den besten einfach mehr gut zusammen geschafft, mehr Flächen. The Gimmick, Morton Tables, the Baba Ray, den Mullers, den eng Zeit lang Gimmick hat, wo wollte Frauen durch geheilen. Jetzt hat er irgendwie so in geturnt hat. Ja, mit Sonny einfach eine Sache, geil. Das nicht, das wie gesagt. Das ist, du siehst, what the fuck? Aber andererseits so, wow, okay. Das Okay. Ja. bringt halt wirklich fertig, du ein Frau das in dich rein. Du viel guckst du da dünn. Was wirst Okay. hast du gestellt, nennen wir, voilà, whatever. Okay, so. Okay. Geht nicht ganz wissen. Der sucht noch zwei andere. Dudley Boys sind einfach über Zeit hier ihren Niveau gehalten, also wirklich ganz zum Schluss an der WWF und der WWE, die letzte Runde den hatte auch gut nicht. An der TNA von Schüsse gewöhnt hab's gehabt. Aber ganz kurz, schon nach erst noch ein Angefall von den overratedsten. So mal. Und du sprechen schon ganz klar ob so ein Shawn Michaels, Heartbreak Kid, die Ex, die ganze Zeit bis da einen Titel gegen Austin verloren hat, mega. Ja. Aber du wie du rumkommst. Ja, das ist Bullshit. Und ich sehe mir, hier war den Heartbreak Kid, hier war wie der Randy Orton, also hier war nicht wie der Randy Orton, hier ist viel besser wie der Randy Orton. Aber es war einfach der Fall von, es sind das arroganten Arschloch, den alt Frau kriegt und alle Titel gewinnt. Passt perfekt, war damals sein Mindset, weil es auch auf Drogen und Alkohol und wissen alles war, an 100 Stage Thing Shenanigans gemacht oder dann Politics und whatever, mir hat einfach gepasst. Und dann nur die wie soll ich sagen, die zensiert Version, die Kammerfront-Version, das war Witz. Du brauchst nicht mit Heartbreak Kid, du brauchst nicht nach Shawn Michaels, kannst du mal resten, kannst du mal eine Show bringen, du kannst schon mal Freck machen und schon dran gehen, also okay, aber der ganzen zahmen ja, den zahm Aderweis vergleich mit Dinger Oldschool Aderweis as nicht wie dat. Okay. Ja, aber ich kann recht hatten, das wie ein Undertaker. Ja. Sorry, ich fand ein bisschen zu alt dafür. Mit der Sucht nach zwei, auch nach maximal oder was auch mit Tag Teams kannst nennen. Von den besten. Ja. Okay, ich scheiße mal hier ran aus der von der Seite, was nicht so mega lange Tag Team war und dafür auch nicht als the greatest ever genannt ging, aber die Zeit, die sie hatten, die einfach die Storyline, die sie hatten, an die zwei Wrestler und sich selber. Komm zum Punkt! Kurt Angle oder Chris Benoit. Ja, ginst du recht. Ja. Ginst du recht. Vom Technischen hier, genial. Der Tag Team war. Und ich schreibe schon direkt, ob ein Salz tut. Voilà. Also, wie gesagt, auch die Storyline, die sie hatte, weil sie schon vorhin nicht verdroht haben, weil ein Rivalry war, weil sie für dich eine Fehde hatten. An einen neuen Tag Team gesehen. Stone Cold Michaels. Kommt auf der Zeit nicht raus. Ja. Okay. Da fängt nicht wohl weil ja. Da leicht auf halt mein Lieblings-Tag Team. Was? Legion of Doom. Ich gebe es sogar Road Warriors. An overrated Kategorie setzen. Nee, weil sie im Jour an Japan gewrestelt tun. Ja, ich weiß das. Dudley auch. Okay, wie gesagt, Legion of Doom, allein schon die Gimmickfuse hat gepasst. Den Dingen hier ihre Finishing, wo sie hatten, den Doomsday Device, wo ihr von der Sende. Geil. Die Gimmick könnt ihr schenken. Auch noch der Managerin, Mom Sunny, wo sie notieren, das war ein bisschen, führender, was das Beste ist, führender WWF,
hatten sie bei der NWA respektive bei WCW wirklich cool Matches gehabt, wo Jim Cornette auch mal involviert war an. Du winkst von den besten Tag-Teams. Und da könnt ein, wo ich tatsächlich muss so was wie die Studley Boys sehen, weil sie tatsächlich gut zusammen gerasselt tun, oder gekämpft tun, und oft durchgewirselt tun, Steiner Brothers. Ja. Steiner Wir kommen Brothers. ganz kurz auf Legion of Doom. Da muss ich am Punkt machen, wie du siehst, NWA, WCW, okay. Mehr gut. Aber ich meine, bei mir bei ihrem WWF-Run angefangen, wo ich mal gesagt habe, Du sind sie Schrott gehen. Du sind sie tatsächlich Voilà. Schrott gehen. Voilà. Du sind doch realisch. Du sind ehrlich wie das. Das ist genau da, wo es bei mir anfängt. Und da splicken ich so ab und so ein overrated. Dem war es mehr geil. Aber du brauchst einfach zu lange draufleben und du brauchst einfach auf den Punkt kommen, wo du gegangen hast. Ja. Du warst aber noch immer da. Und das war Legion of Doom für mich. Ja, wie gesagt, Legion of Doom ist für mich genial gewesen. Sie noch tatsächlich Matches gehabt, wo sie eine Plattform wirklich oder so Planchen über dem Ring hatten und wo sie ihr müsste machen und nachher do genial war. Die Matches war genial. Und wenn du auch Story bisschen von denen kennst, und nachher do dem Animal sein sein Bruder, das John Laurinaitis. We the Animal. Power to the people oder was war People Power ja. Den Ace gewesen. What the fuck, ich konnte nie Johnny Ace. Ja, oh, fuck off. Und ja, wie gesagt, was er noch gemacht hat, eben, dass sie nach in dritte World Trial dabei geholt und ich gesagt, ja, lose ziehen, und das tatsächlich den Hawk vom Titan schon raufgefallen ist, weil er zu viel Drogen, weil er zu viel Zucker gegessen wird. Ja. Zu viel Chili, zu viel scharfe Soße. Ja, so ungefähr, ja. Ja, wie gesagt, das war, okay, ein kleine Parenthese, das war eigentlich, ich meine, das war bei Yu-Gi-Oh! Wo sie immer Charakteren oder Karten zensieren, und du hast Charakter, also ein Karte, die ganz klar in Japan eine Ziffer soll durchstellen, ja, weil sie auch rot Gesicht hat und alles, aber wie sie dann in Amerika braucht tun, ja, das ist die Soßenkunst. Du hast so viel scharfe Soße. Okay, ja. Bei den Dudley Boys, was sie gemacht haben, von Hawk gestorben ist, haben sie eben den Titel gewonnen und sie eben tatsächlich den Titel zum Eier vom Hawk gewonnen. Und aber das war wirklich ein cooler Move gewesen, aber wie gesagt, Road Warriors, dann kommen bei mir Steiner Brothers. Ja. Steiner Brothers fallen tatsächlich in die Kategorie tatsächlich für Dudley Boys. Sie haben wirklich viel gewonnen, sie gut gewonnen. Den Unterschied bei den Steiner Brothers par zu Dudley Boys, wo sich getrennt tun, weil die zwei trotzdem auch noch erfolgreich gewesen. Nee, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Den E-Gimmick war ein bisschen Bullshit, der andere war Kack. Wir sind aber trotzdem als Einzelwrestler noch ihre Karriere gemacht. Das stimmt. Du winkst, Steiner Brothers steht bei mir. Ich war den Dudley Boys. Dudley Boys sind nicht schlecht, Dudley Boys sind gut. Aber als Einzelwrestler hat just den Baba Ray abgesprochen an den Bruder Demon. Du hast tatsächlich auch noch den Spike Mister mit dabei holen, dass das alles muss funktioniert. Aber bei den Dingen, bei den Steiner Brothers hat immer generell funktioniert. Sie noch einmal am Sting haben sie noch ein bisschen zusammen gerasselt, dann haben sie viel Promo zu machen, bla bla bla. Aber aus sich, wie gesagt, für mich, ich kann just zwei wirklich mega gut sehen. Ich mal was, so mal Taschenjars, wo wirklich auch Crowd gezogen hat, das waren Steiner Brothers, und dann das war Show aus, wo auch gut waren, aber bis mir hart konnte kämpfen, das waren Road Warriors, respektive Legion of Doom. Ja. Wie gesagt, da sie für mich die zwei, aber wenn Shalom nach dem dritten Mist nennen, so, da gibt es einfach just als Trash und Public Enemy. Weil es halt Leute Stöcher gejot tun. 3 Geschäfer Dinge, rasch durchgejot, so. Dudley Boys haben das doch gemacht, Public Enemy waren 4 Drogen gewirrscht. Public Enemy haben tatsächlich Leute 4 Drogen durch Stöcher gehalten, die Dudley Boys kommen sind. Ja, das kann Sinn. Da kannst du auch so in The Sandman und schon bei der Stone Cold gemacht. Ja, The Sandman ist ja auch eigentlich an der Das ist ja eine ganz andere Szene, wo viele Leute so, und wo du auch, wenn du auch guckst, Parallelen, dass die Attitude Era Copy-Paste von der ECW war. Das stimmt. Voilà. Das stimmt, ja. Das ist ja eine Reihe. Okay, Jan, und dir? Ich schon noch pur, also Dudley Boys war mir auch ganz so, wenn Brothers of Destruction
und Sommer ger gesinn noch van selten opgetrede sinn weißt du, da war de Kane war dann hiel gewircht oder ja da war dat am de Problem ich war mal vorgewicht van die dann opgetrede sinn Harlem Heat und ich ganz gut fand Ja, Harlem Heat war sogar noch gut gewirkt. Woher kannst du Harlem Heat überhaupt? Du hast noch nie WCW geguckt? ja doch weil ich kann aber schon Harlem Heat nie am Fernsehen gesehen mir du finde ich aber so Internet geguckt gehabt Ich flippe immer noch von Musik, ich flippe auf die Musik, das ist so geil gewirkt. Ja, okay. Ja, den Booker T an sein Bruder wird den enke geheescht den Stevie Ray Stevie Ray ja mit dem kleinen Todesche, mit dem kleinen Knüppel, wo er nur hat. Ja. Was für ein Tag-Team kannst du noch wollen? Das war vielleicht nur nicht. Merci. Ich sehe was auch dann bei Panda, nee, bei Saturday, Samstag von Zauberer gelaufen sind. Die war genial, das war die beste Show, wo sie hatten. Robert, okay, weiter. Ja. Das war vielleicht nur nicht von den bekanntesten Tag-Teams gewirrscht, mehr aber technisch war World Greatest Tag-Team, das war Shelton Benjamin und Charlie Haas gewirrscht. Ja. Ja. Also ja. Die beim Team Engel am Anfang von Andono war die World Greatest Tag-Team. Ja. Aber ja, sie zwei und ich ganz gut fand. So auch Shelton Benjamin nur dem singen. So van Lorem gut dass da könnt ihr trick bei PW aus mal gesagt ja haben noch lang verletzt das soll anscheinend so gut ihr mal chatte ihr sind rote man chatte mein ganz sind verletzt ja Agent Christian ja es schön einfach gut von Matthias 5 Second Post dann stimmt ja zum Liquid die Boys du nicht genannt nee ich geht die von Truckers hier zerren gal nee aber Agent Christian gut nee ich schon nicht in Zusammenhang wat Truckers gemacht und was Agent Christian gemacht und also nicht am Gringe gewirrscht schon von dem gesucht von Rockers scheiß Fantasie Titel offiziell gewonnen schon sehr okay Matti Giannetti ja das Christian ja das ist scheiß ja Christian hat aber so genug Titel gewonnen gehabt was du vom Giannetti nicht kannst behaupten ja okay ja obwohl dann den Intercontinental Titel gewonnen hat müssen nun Shawn Michaels aufgehen ja mal sicher soll er doch sehen ja aber Shawn Michaels war eben ein klein Bitch gewirrscht immer ja vielleicht so vielleicht lo nicht wie wo lo nicht mehr aktiv was mehr aber okay Zeit ja die Generation X also das ist stable ich gebe so müssen sogar ja nee aber wie sie zwei müssen so gut in weitere Stream machen das bist auslagen heute auf nach stable zu ja schon gesagt es gibt ja dann eine Kehr mehr ja wir machen doch dann an eine Kehr okay da kommen wir noch ganz kurz die drei besten oder beliebtesten Wrestler wo dir lo fand persönlich wie gesagt drei Stück wann kein 3 sind als Sach an der Reihe aber wie gesagt 3 Stück ja du dir so fangen können mein 3 Lieblingswrestler das ist wohl Stone Cold op Nummer 1 ja den Rock an kann schon einfach als Leute mal rausgeheuen net Rocky mal wie wirklich the Rock war Testosteronboy an den Undertaker okay wird seine Begründung zu verschiedenen gehen ungefähr nach 15 Minuten beim Stone Cold war dem gewirrscht das fuck it das sind den Vince McMahon all Chaos ugegraf für den den Korb mat Zement voll geschott gehabt nur die Leute Mittelfanger wiesen an
die besten Riet die Stone Cold Gal und dat fan bei King of the Ring gewircht. I just whooped you ass in 316. John 316 say bla bla Ja. bla 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 Stone Genau, Cold der- 616 I rip your ass. Den The Rock fallen Entertainment weil nëmmer viel entertainen tuet tau zu go nach immer technisch waren okay se Hauptshooter ass war scheiß Rock sein das jo auch dass de Brad Hart mein Jack Kim geschrieben hat ich weiß wie Hauptshooter richtig geht Ja. an den Undertaker fall hin eben den düstre Gimmick du hat dann wie dat nimi so gezun huet so war daneben American Badass gewicht den ich auch ganz gut fand gehabt bis du dann bei der Survivors hier 2003 den Undertaker begrove gelos hun an hin dann als den eben den düsteren Titel zurückkommen hast Okay. so, das war so eng Begründung für die drei da Ming leaf pie. Surreal pie. So waren von Schnitt. Komm Roman Reigns, komm endlich. Da. War ja Nummer 1 natürlich Roman Reigns best Wrestler ever. Moment. Tschüss, ganz kurz. Roy Rumble. Geil. Samoa Joe. He needs a Samoa. ja mehr schenkt dann der Ja, Roman das raus. richtig, lauscht das. Ich meine den Counter und stand Musik an dir wisst was er dann zu machen hat, ja. Okay, das Royal Rumble 2017. Der letzte könnte ran. Samoa Joe. 3, 2, 1. Da. Also, Okay, du meint als dann ganz klar an ich weiß mal nicht ich nenne mal einen der war mal ganz klar so weit oben aus die was du gibst ein Diagramm machen dass du so einen riesen fucking Strahl den Rob geht an all der da natürlich so okay. Stone Cold Steve Austin natürlich Stone Cold The Rattlesnake. das Es einfach haben wir einer der bitch. besten hier hört der Attitude Era die war die besten Zeit vom Messing war ob den Schulter gedrohen das wie die Jan seht es war einfach die Attitude es war einfach hin und Bayer gesoffen hin hat den Boss gesagt fängt John Kney ich mal was ich will und hier war auch so Standard Babyface für den muss hier war überhaupt kein Babyface hin hat gesagt fängt dir und Leute gesagt ja wir fanden das gut mit cheeren nicht lo und hin war nie den rauskommen und sagen yeah hi Fans ja ich gehe nicht an hin hat einfach sein Dingens gemacht und das over ging du durch okay hallo bei mir Nummer 2 das mal überlegen du vielleicht wissen nicht ob 3 so schwer bei mir bei mir im Kopf und so Nummer 2 definitiv Kane weil es die Gimmick über Ja. alles lieben Du meinst den Zahndoktor, meinst du, wo gemacht hat, geil. Was? Du meinst den Zahndoktor, Gimmick, wo gemacht. Jenkins. Nee, fake dies das ist so Christoph Fan als Christmas Creatures guck mal den guck mal für alle Joven immer das Match schon Okay, ja. ich fand die Gimmick einfach geil das Undertaker sein Bruder Robert und etwas was whatever Gimmick ist geil Feier mystisch wird nie geschwart als auch am Laufe von Jahren natürlich jeder darauf gefallen mehr den Original Kane Masken Kane Gimmick als nochmal genial an egal wie oft den Maske ausdauern immer was ich mit ausgründen und so bist du mir sehen yes okay ja Moment, hey, the Showstopper best ever. Den hat auch Binger Licht gehabt, mein Leben Zen-Meister. Mir schon misst den anderen durch in anderen, weil die noch besser ist. Muss ich mal sagen. Okay? geht dein Chat bei dir man möchte nochmal please try again later geil Nee, es geht doch. Weil schon über die zwei Dinge laufen, du winkst. ja schon gar nicht refreshed again Ja. Okay, dann hust du noch den dritten. AJ Styles Ja. Da gibt schon ich meine so brauche ich von Netflix zu so Nö. Rang von den besten hier kann Ball alles hier kann die größten Highfly sind hier kann mehr technisch sind Power so nicht unbedingt wenn das brauchen nicht so gesagt noch nicht aus an denen doch sein für allem Lo für allem so wie es auch Lo aus Ja. ich habe viele Wrestler geschaut wie sie früher waren dass du super geil waren aber haut wann ich den AJ Styles früher gucken an den AJ Styles Lo hätte so viel besser gehen Ja.
dem Moment vorhin allein schon dem Moment vorhin als TNA rausgegangen ist an der Japan ist gesagt wow what the fuck alles an der WW an schmengen hin das Moment op der Spitze zu seiner Karriere an dat bei 37 Jahre so merkt immer okay weil okay dann musst du den 3 der Fakt dass bei Menge Top 3 sind allgun selbste Niveau okay weil vielleicht bisschen mehr nostalgisch aus weil sie gut wrestle können weil sie vielleicht eben so viel Merch gemacht und so ich wollte 1 Million nee wird 1 Milliard Merch an der Attitude Era ein Ikon an ihrer eigener Dinge waren oder einfach nimmen Honky Tonk Man besiegt tun geil okay fangen wir dann Okay. einfach mit nur tun Ultimate Warrior. what is this shit Ultimate Warrior genau ja, ich weiß. ja ich schon den als klingelte als verkaufte stehen das sieht alles nee Ultimate Warrior wie gesagt bei mir sind es allgemein Selbstniveau bei mir genannt Nation 2. oder 3. whatever Ultimate Warrior nicht gegen Hoge gewonnen waren den Asian an der WWF an der World Wrestling Federation mit Wrestling Panda an so, Ja. schon gesagt die Still. volle Steißnarre schon schnell gesagt die wurden Ja. nicht leben wo tatsächlich 2 Titeln eben gleichzeitig hat den Intercontinental mit einem Giele Lieder wo Chaos also aber sowieso ja nee ich bin 100% recht ja an tatsächlich der WWF World Champion die gleichzeitig gedrohen wird das sind Eskapaden han bisschen hart das an der Reihe ja für mich wirklich von der Ära dat war Film Stone Cold gewircht dat war tatsächlich mit 8er Ausgangs auch schon bis Ufangs 90er genial de best ever wo gött an dem Fall dann ja komm mal leider Stone Cold what schmengen die was Stone Cold das soll gesot gehen oder gött ab Ja, ich denke schon. außer just das no bisschen so de Klon gemacht und hat mir gerade so gefallen Der Sheriff Es- Austin. das wie ich immer so mir gefällt etwas selbst anders machen Ja. was ich Nee, wirklich nee, so nee, gefallen. Auch von so out of the box also wenn du siehst, ja der damals war besser klar Jan Et war dann, witzig. Jeder hat wirklich etwas draus gemacht wo du viel anderer gesagt hast das dir gefällt mir ja, mir Jan, Von der den- Entertaining. der Sheriff dingen den hat gefallen nee wo tatsächlich mit Kurt Engel wo Kurt Engel mit dem schwulen Hut do durch Gage und du gelaufen hast boah Ja. nee wo es auch Gitarre gespielt hat auch gesungen hat Ja. oh mein Gott das Ja. war Gold ja wo er könnt what okay dort war cool gewesen aber Math wie gesagt das hat mal Alles. eben- ja das war wir sind nicht dafür das zu debattieren das sind deine 3 Gräst und that's it wie gesagt ist schon der Rich 2 Hunnisch ja dann ja, let's go. den dritten ich will heute unbedingt nach seinen Titel zu mehr aber ich kenn sein heute nicht raus mein Handy bei schon da bisschen upload Sting okay here comes Sting und ja wie gesagt so, He's quick as a cat and he hits you with his bat. That's auch all Musik. Look it up. ja. Here comes Sting here. Beim Sting ist tatsächlich eben wo sie Tribut so gemacht haben zu singen I Need a Hero wo der God You von Tina Turner wo sie da gemacht hatten die war mega gewirrscht dann ich schon so gut Handy die wollte im Schleich spiellosen ich kind rotlosen ja wie Hund gern he mit das Ding aus tatsächlich wie Icon gewirrscht das Ding aus besser wie alle Hogan all hart gewirrscht an sorry Sharpshooter wo der hart möchte aus Bullshit dem Ding sein das gut Der bei ihm hast du den. Ja, doch, ja. Das Scorpion Ding hat Deathlock den- macht Scorpion Männer. Deathlock, ja. ja, Ja, Scorpion Deathlock. Beim Sting as so van das Ding sein Scorpion Deathlock gemacht huet du hast wirklich sind der Aggressivität der Brutalität wo er dra gelot huet geil das er kann an hart so opgi Ja, den hatte doch mal so eine Hand geguckt, so, leisten bequem. ja geil an das Ding aus kommt man du hast Ja, wirklich nicht gebläht, nicht so Brust gekloppt nach Hause. So, let's go, fuck off. an du hast wirklich gesehen, wie der Ruf mit dem Gangen aus geil wo ich gedacht hab, nee von so Ruf gesagt muss bestimmt fehlen beim Hart so steigt mal Knien auf geht das nach an der Reihe hält es aus
du willst kannst dann das Ding Maret du Sau Troppel geh raus ungefähr so ja doch Askim ja wie gesagt das Ding als tatsächlich The Icon das sind an WWF WWE komm aus das gegen Triple H verloren so da geht das Seth Rollins ja du nicht mal gefragt und plus in das TL gewirrscht das wirklich das Dramatch schlecht hin wer gewirrscht Sting Undertaker es ist Undertaker geil und du mir scheißegal wen du gewonnen hat das war mir scheißegal gewesen das wäre die zwei Ikonen geil wo ewig an den Tag am Wrestling dabei waren Kämpfe gegen den Nähen geil die man nochmal ehrlich die hatten alle müssen rauskommen all Wrestling Fan wir schon oh geil ja. auch von am Rang gesehen es hatten an Zeitung gelesen ja und ich guck das tatsächlich dann der Fans müssen lauter Taschentücher riesig du kannst ja, geil Trippel kommen allen zwei ran und dann mal ein kleines Intermission wo sein Taschentücher vom Himmel runter los ja und ich guck und das tatsächlich dann die Match das dann eben den Brock Lesnar gegen den Undertaker nee das war das du gewirrscht ich mein, dort gegen Bray Wyatt gekämpft oder ja den Undertaker gegen Bray Wyatt ja das war waste gesehen an das dann okay dem Sting sein Entreval und nicht extra dem ja natürlich dem Boss sei schwerer doof und mich ja ein besser Entre kreieren dann auch müsste gewonnen das G Generation X und NWO angegriffen wurde so wie kann das war witzig ja. Das war witzig mit gehen ja vielleicht kein Backstreet Boys das auch Kind Wiener Stelle verstehst als gut viel war Free Count was ja. Schon halber Wrestling aber Backstreet Boys das oder einfach Free Count ja genau wie gesagt Boyband weißt du noch aus der WCW das war Free Count das war die Boyband an der WCW dreier Tag Team Titel gemacht geht mal so viel dreier Teams do waren sie Demolition nur machen das war so schwach nee sind nur solche Sache wissen ja das ist die WCW hier in Hardcore heute ja ich noch den erinnern ja wie lange hatten sie den 2 Mains ja ich weiß dass die Menge gewonnen hat an paar Wochen drauf war der Menge Demo an der WW und du käme vom Hardcore-Titel geschwärzt ja dann das ist die wo Hardcore-Titel rum nicht von Hardcore-Titel aus der WWF gewesen rumfunden also da ist der WCW whatever das Fleisch für okay ich von der Filter kann auch denken nee, ja den Ultimate Warrior schmengen als erklärt den Sting aus auch erklärt den das Ding nicht kennt nee nicht Sänger Sting nicht doch Sänger ja nicht der berühmteste Bassist ever wo geht das Ding als Sänger ausspielt Bass also das berühmtesten ever die kennt Leute das Will die kennt natürlich nicht ja. Und dann eben de Stone Cold mat legendären Dingen Royal Rumble net bei King of the Ring. An is der Meinung Oni kack WCW WWF Wrestle Panda an das muss wie nach Pummel rabbringen Duftbrot steht mal nicht WWE die missten tatsächlich den King of the Ring rabbringen wie früher war ja Oni kack na an der wie an der Attitude Era war ja es fand ma King of the Ring auf dem Prestige aber kein scheiß Mantel an eng dumm Kron so wie dem Seamus ja das war die gemacht hun ja den gemacht hat vor der King Booker auch von Gimmick selber lo die war Bullshit hab's draus gemacht noch okay es war mega annoying wann du vergleichst mit all den anderen die einfach nur mit ein Krone gedoen hun an gesagt King hätte wirklich ganze Gimmick run gemacht ja so damit geschafft schon nicht selber lo nicht immer dick viel aufgeschaut oh King Booker war so geil oh das so dat gemacht ja in King Booker Transformation die fertig aber Gimmick selber ja mit dem besten King of the Ring Sieger wo sie jemals hatten du musst doch mal rasch gehen geil de Mabel vu Man und Mission ja
Big Daddy wie ja nee Big Daddy. oder die Visa Avenue Ech nennen ze nëmmen nach so wie een geblärt hat während dem Live-Event wie rakommers Big Daddy Fatty krank gelacht war Ja. 3 Reihen haben mal Big Daddy Fatty okay accurate ja nee wie gesagt der besten King of the Ring was ist Cold gewircht ever mach nur dein Promo du gerappt Promo gehabt dat war der Moment wo hey, den do ist die Promo gehabt die Promo für allem noch als den gefangen gelutscht verletzt war an aus der Klinik rumkommers an schneller zum Michael Hazer so gesagt hat, ja wat und Jake gesagt ja John 316 einfach den Dach drop op Raw das am Publikum geguckt an das Millionen mehr hunderten 316 Tausenden von aus den 316 Schulter gesehen und ja. Du war a Star is born ganz einfach ja an ja wie gesagt das beste Ding aber ich wollte eigentlich noch schon Schluss machen mehr ich wollte viel drin eben Schwarze das von Steben an Schwarze Kunst macht an ganz viele andere Leute das wie gesagt alles Thema und dann halten wir ab geil wie lange die Quatscher wir quatschen ja Jan hat nämlich schon gesagt ugeschwart an Dorop sind kommen du warst zweimal gucken ich war dreimal wie oft hast du gucken Real Pain ich war auch okay auch dreimal ja okay Jan ja dein Eindruck von denen 2 Kehre wo du warst und wie ein Platz hast das hat mich auch immer interessiert mir also was war gewircht bestimmt 5-3 war da war okay. Das schon Tick ist noch bei Handteil schon Ticken an schon 2 Ticken an Hanke die vom echt Hund mir weil die fucking ich weiß nicht, bei jeder gemacht hat mir den Tür steht den aufgerat und du Rang 6 Platz von war Schwarz gewircht das war die zweite Karriere 2010 war das okay also wohl also die zweite ja die dritte wie so waren dann noch die letzte Karriere ja. Mein Eindruck war gewircht ganz gut Matcher war gut Triple H war Demos WW Champion gewircht dat sich fand ich nicht so extra von tun das war den Dance auf zwischen dem Golders und dem Ted DiBiase Junior gewircht ja also das hat ein bisschen sehen was man best gefallen das war immer ich meine das war die HK wie ich guck war oder nie was gewircht man die zweite wo the Big Show gegen den Undertaker am letzten Match morgen war an eng no disqualification Match schwenkt war die zweite gewircht war du immer wo die Big Show 480 bestimmt Heel geturnt war oder ich kann mich schon so erinnern ich ja schon nach Video noch beim uralten Sony Ericsson Handy geil ja okay. Das nicht zum Live-Event no mehr gefallen gehabt den ich so ein bisschen genervt hat das war die du T-Shirt verkauft und die wusste mal nicht wie die Shame ist wer die mehr den T-Shirt am Kreiztromper wir wissen nicht wen das nee. Also, T-Shirt vom Shame ist ja da war ja Demo war auch Schuss an der WW gewircht dann das doch sehr rauskommt die mehr T-Shirt vom Shame ist dann ja wie wer da so, der schafft halt der wissen wen er das Jan Moment wann heute machen was kennt er ziehen ich kenne den Tipp da steht nee du steht dann Celtic Warrior drauf kannst du den Hals hängen ja sei Kreiswand du hört ja und mal Kaff oh nice ja und was ja das war das schrecklich was du konnte bringen dann Leute dünner setzen die dann kein Wrestler kann tun wünscht gesagt ja dass die T-Shirt leckt direkt auf hier so das riesige Kreiztropper ja da kommt halt ein zurück dann vielleicht fand man dann du siehst schon rüber kommen sich im T-Shirt raus den Toten aus das war ich nicht verstanden beim Merchstand das ist auch kein Titel verkaufen ja Kind sind wirklich die ganz Wand voll Replikas Kindchen hängen geil
ich sind extra matt 600 Euro du hingang für Replikas zu kaufen Du nicht lang. ich will, komm, du gib mir die matt ich meine Ja. du wahrscheinlich auch oder Ja, also ich hatte genau die Meinung auch schon, der später merkt und sagt, Gürtel, du holst mal zu viel kommen, rum. Das ist nicht froh. ja, Ja. auch noch Quarten und das war mein Ding komm so okay cool aber was wollte dann so ja komm gefreut der Toten wow doch Titel nee die verkaufen so Ja, sie hat den Banner von der Nexus Hans verkauft gehabt. wow Ja. hello I'm awesome John Cena, sweet Spanish. ja an die Auer du oh nee hallo whatever Und du kannst ja sogar ein Bild von John Cena nur gefunden, dann noch schreiben, anscheinend. Ja, und ich aber nicht gemäht. okay Du findest mal ein Programmkauf. Für den du noch ja, schreibst. Für 20 Euro Programm, was dem. Hast du schon mal die Programme mal gekauft? ja ich auch immer mit der Statistik sagen ja whatever okay Ja, Real Pain. das ist eigentlich drüber geblättert und 20 Ja, das Euro. an der Reihe. Leider auch irgendwo nach 3 Jahren. Ja, Real Pain. War Tribüne Nord T2 Reihe 2 Platz 7 an den anderen war Block T1 Tranche 4 Platz 25 ich meine, die von mir handeln. Ich schon immer so ich wollte nicht viel am Pit sitzen ich will mal wirklich ich will an der echter Tribüne sitzen die du hast die echt wo du bist mir hecht geht dass du bist besseren Überblick hast weil schon mal gespannt die ganze Zeit 4 weg schmott der Fress beim Rang auch sehr cool weil sie alle lernen schlafen mir schon ja nur steif genickt von die ganze Zeit so gucke. Okay. Ja Meinung zum Live-Event das ist ein Live-Event das nicht so wie am Fernsehen das ist kein fucking Survivor Series das ist kein WrestleMania es war einfach nicht mehr ein Erlebnis für einfach mal das ganz live zu gesehen und das war geil am zu blären wie Müllen ich hatte nur einen Standard ob nie eine Stimme Wird man nicht bekannt für. ich war doch eher wie ein Dominiersel den Sinn sind ich mit den 2 Gürteln hingegangen weil schon World Heavyweight Title an Stone Cold Smoking Skull du musst World Heavyweight schwer also ich hatte noch direkt für ihn gedacht das war wo ich die 10 Rolle wo ich nur gesagt habe, okay schon nach Warte, Moment. Das war der zweite oder der dritte Jahr. Da war ein Typ als schon Szene verkleidet gewirrscht. nee. Mit Mikro, am Titel, mit dem Spinning Belt. Okay Ja. ich meine ich kann mich schon auf Vago selbst erinnern Ich meine, von zweiten oder der dritte Jahr gewirrscht. Wo sie da waren. ja, wie gesagt also es war einfach ein Event ich kann mich schon nicht mehr so ein Matcher selber erinnern einfach nicht da unter den Hype war die Fails die sie gemacht und einerseits das Jahr wo der Finlay gewrestelt wird an den an der echter Reihe im französische Fandel gehen wird an hin als einer unheimlichen Weisheit Zeit der Fandel geworden hast du mal an der Renngang und so what falsche Fandel dude der ganz der Jahr Druck gefixt an dem sie Bella Twins rausgeschickt um mit erfände Ja. wie die rausgelaufen kommt einer Sache ich kann mich schon so nur besoffen Preis nach an die Nerven mal so weil einfach einfach eine gute Story das ist die Storys erzählen wo da hast du World Heavyweight Titel dabei und wie gesagt das war so, die sind einfach Dinosaurier gekommen also ein bisschen amüsieren ich meine die waren nicht so richtig dran gut dann oh was kostet denn sowas so, schon 200 Euro Bibel dafür bezahlt weißt du wie viel Bier du dafür bekommen würdest also, Dein Bier verschwindet, ich meine, den nicht mehr. ja voilà. Kane von meinen Favorite Wrestler der Zeit okay Pyro konnte machen und der scheiß Cock Ja. mehr gepisst weil er hat einfach so day Entrance ausgestorben der Kane kann raus okay boom nein das sind mit gehen okay fuck off Leute die einfach keine Ahnung haben statt auch Schicksal mal sitzen die ganze Zeit voll gelabert hat das Rey Mysterio wieso rufen die 619 Das wollte ich ja gar nicht tun, Maul Ja. da rufe 69 geht du hin und da kriegst du das Nee, du hast einen Tusch gemacht, bei dem du verstehst das nicht. ja das war mal 10 Fronte Oh. Ja, du wolltest ja vorhin vielleicht lassen, und das schon. wahrscheinlich ich hatte auch mein fucking World Heavyweight Championship im Moment und hat er doch so Rim den auch mir so ein Grace Block hat er guckt er auf seine und so guckt auf meinen und ich meine du war geschieht davon Der war mir groß. ja Das groß Twat erschwert gestanden. Ja. Wie du von ihm Und, geschwätzt. ja, Thema Moments das ist auch noch okay der Teil ist so mega dumm und zum Beispiel du Batista siehst da scheiß nee das ist einfach so fucking
der Batista gewinnt sein Match, da steht du Top Rope mit seinem World Title, ich stehe noch bestimmt mein World Title aus wie ein Fanboy, den ich sehe, anscheinend so ein Blut, und er weist auf mich, und ich so, oh mein Gott! Nice. Nee, darf ich nicht waschen, nee, da komm ich gewesen. Ja. Miracle. Das sind einfach so die Sache, wo du so noch vergisst, ob Live-Event. Ja. Ja. Okay, der Live-Event für mich war, ich war auch die 3 Kehren da, ganz 4, 7, 6, 2. Okay. Aber wie war dein Genick gedacht, ob? Schon Pore gesehen. Das ist mal sowieso. Musst du Schweiß und mal. Das ist auch nee, gelacht. waschen. Nee. Du hast aber Pech, du musst waschen. Nee, nie waschen. Ja. Wirklich, Match, wo er so, wie kann ich nicht mehr so. Wo schmecke ich gut von tun, mega gut von tun, Bella Twins. Okay. Du sagst Frauen, du hast eine halbe Plage, ich 400 an der zweiten Reihe. Da kannst du. Oder was das ist, oder 6, whatever. Wie war Bella Twins gerasselt? Die zweite oder die dritte Kehr? Ich meine 2010 war das gewesen. Also ich meine, das war für die letzte, voilà. Ja, aber wir hatten zweimal SmackDown und immer Raw. Ja. Du kannst dann, da kannst du. Boah, das sieht ja wirklich mehr hot aus. Hier gib mir ganz verkackt, wo sind mit sagen, sehen hot aus. Und by the way am Chat, das ist so genau der Instrument. Ja. Hi. Ja, sie fragen du. Schwarz 2, die war Frage. Ja. Ja, und da kannst du also so. Nice. Und ich frage, ja, von Frau Wrestling. Und ich frage so, wo ist das Kind Frauen? Nee, ich fand nicht, dass du Wrestling. Bitte, das ist schon wie uns zu gucken. Du musst einfach zu gucken. Da guckt der Sohn. Ja, ich kann aber lieber tippen, wie sie Wrestling ist. Ich vergesse. Nee, Hundisch geduld. Und, nee, ich komme da so, bitte, sie sehen da hot aus. Was ist so das Problem? Und dann, ja, nee. Und da kannst du so. Okay, den allerletzte Match, weil tatsächlich ein Undertaker gewesen, das Deichster geht so. Dong, ja. Dong. Das ist an der Reihe. Genial. Mein Jobbrot. Genial. Das ist nicht gegen zu sagen. Da war immer ganz groß dabei. Ich war die zweite Kehr, ich war respektive dem Jan singen erste Kehr, ja. Wrestling gucken gegangen, das live. Muss ich mal dabei sein. Vielleicht meine vielleicht etwas anderes. Von Undertaker, ja, am 6 Mann mit dabei war. Ja. Mhm. Und du warst mit einem ehemals beste Kollege los. Ja, ich kann die Person nicht mehr. Ja, das geht auch bei mir. Sind immer die kleinen Kanner hier abgesprungen und noch 4 gelaufen, bis mir Action war, wenn sie gut tun, ja, das ist Lori war. Und ich komme, bleib sitzen, geil. Ja, bleib sitzen. Ich gesehen, sein Moveset so, steh ab, lauf noch 4, wie war dann, lauf. Und Kind so, wo warst du da dann? Geil, ich gucke vielleicht bis mir oft, bist du auch regelmäßig? Ich weiß, wann die Match fertig ist. Schon dem tatsächlich ob Sekunden genauso gesagt, okay, fängt los so und 10 Sekunden ist es fertig. Okay, tut 11 Sekunden gedauert, der Pinot minimal wie lange gedauert. Ja, gut, das hat gesagt, okay, gut, ist schon gefilmt, das an der Reihe. Das hat ein Problem gewesen. Dann hat die Hunde schlimm. Hoi. Ja, und der Fakt ist, wenn du tatsächlich ein Jahr live gesehen hast, da bist du skeptisch und du weißt genau, wo die Show ist und wie sie hier Trigger machen. Die ganz auf der Tribüne sitzt, denen fällt es vielleicht nicht direkt ab. Holt euch verschiedene Matches mal an der Revue, wo der Michelin-Menschen gekämpft hat gegen. Wie war das schon mal? Wo die Sheamus gekämpft hat, Michelin-Menschen gegen den. War schon mehr. Oh, ich muss nur lernen. Du kannst Michelin-Menschen. Sein Bein, also ob die Ringseele gelöst gehen, ob das nicht, gell? Ja. Oder irgendwie Seele, irgendwie Ding, gell? Und dann hast du ja drauf gesprungen. Wenn es dann der zweite Reihe sitzt und du gesagt, dass du tatsächlich 5 cm für drin aufbremst. Ja. Spätestens dann weißt du, das ist schon, du weißt auch schon viel drin, wie gesagt, ganz klar. Gesagt. Und dann, das Beste ist, wenn sie immer durch Tropes hin hier laufen, gell? Und dann musst du immer irgendeine geile Move, geile Stunts.
mir ist im Job gefallen den Tipp geht op Dreck schon geil zweimal op Chille einmal geil innen op Dreck geil und dann hast sie gelaf nur aus dem tatsächlich eben denk ja einfach dreimal op den Innenstrick geklappt ging an haien du und dann hast sie gelaf tut vielleicht irgendwie du Code rausfund oder ja wie war du nicht mal gern Fragen geguckt Bella Twins verstehst du so geil die gefallen dann mich bisschen ich gucke gerne von Frauen wrestling sorry ich gehe lieber geil Hotbodies für Frauen weil die mich Wrestler die bringen sowieso nicht da kommen schläfe ein Framenschlo so wo du mit dem Tipp du gesucht hast die Lever du Männer guckt das mal so gefallen was immer denn das Simon for what culture sieht Vince McMahon likes big sweaty man ja, da such mit der D-Generation X hatte ja geil mit deinem Cock ja I love ja wo sieht McMahon parodiert ja ne mir aber wirklich Live-Veranstaltung war cool et war da ja nee wie dat war nicht da ja echt ja wat mega daier dann uns Preis so aufgeschrieben ja vor 7 op 170 ja schon die von 2010 und 7 bezahlt ja voilà mir dat echt ja war da war an die 90 ja, wie gesagt ich war die zwei gucken die erste Krieg geil oh cool Wrestling können so fuck seit einer Woche um 4 verkauft nee mein Mom Ugruf Mam nee den Ugruf gesagt Mam wir mussten Dünner an Start Karte ist hier schon gut, geil. Wird das noch frei? Mein Mama hat gut, bitte, die geht Drogen kaufen, die nur Drogen in der Bau. Ja, ist schon noch bei mir. Bei mir war, der Witz war, bei mir war noch wirklich ähnlich. Schon ob der DSF hatte sie damals gesagt, ja bla bla, Wrestling können bleibt schon. Du also eine Show letzte Mal. Ja. Ob du da gesprungen so, ja Karten gibt's da und da, also ob du also wo ich war ein Kreditkarte. Nee, also ein Colorgraph. Komm, ich mach den Kreditkarte. Komm, ich muss mal Karte kaufen. Nee. Wrestling Katharina. What the fuck? Once in a lifetime. Nee. Fuck sakes, fix. Der Main Drop, ich weiß nicht, ob schulfrei war oder was wir ich war dünnste kaufen. Sie waren schon irgendwo am 4 verkauft gewirrscht. Ich weiß nicht, wie weit war, ich war direkt den Main Drop und Start und ich so, Wrestling Ticket! Now! Ja, und ja, wie gesagt, ich habe den noch nie Wrestling live gesehen hat. Es ist nicht das, was er gesehen am Fernsehen, bei weitem nicht, aber das ist ein Show schlechthin. Das ist ganz einfach, ich war an der, wo die Great Khali dabei ist. Du hast aber Musikkonzert gehst. Ja, deiner Schuss. Event, das für Show, das für Matze allieren. Kannst auch, das ist nie die selbe Qualität, die du bringst, das ist eine bessere Qualität. Mit dem Ski nicht. Welchen Dingen, wie war das dazu in der Video, was für die Great Khali da war? Ich meine, ja. Respektive für dich hat echt Jahr. Ja, weil 2010 war Triple H gegen Vladimir Kozlov gewesen und John Cena gegen Wade Barrett nach. Ja, und du hast tatsächlich Musik so, Musik könnte bekannt wie das. Du hast gesagt so, ich hab okay, das ist Great Khali, das an der Reihe. Du hast die Great Khali von weitem gesehen. So, okay, Great Khali kommt also an der Reihe, passt schon. Ja, ich habe mich wirklich gefreut wie Kischelchen, oder? Und so nicht ehrlich, ich fand das Menschkeit gut. An WWE soll irgendwann ein nächsten 20 Jahre auf Lützeburg kommen. Das ist zweifeln. Geht zu gucken. Es lohnt sich. Wenn WCW könnt, dass ich dir schwer an einer Zeitschlaf hängen geblieben und vergangene zurückgereist. Ne? Und wirklich, was WCW, was ganz hoch von gesagt ist, Real Pain, dass das WCW DSF keine Main-Eventer überdrohen hat, doch der Safurt Main-Event überdrohen von der WCW. Was ist sicher? Ja, ganz sicher. Das stimmt nicht. Clash of Champions, War Games, alles überdrohen und dabei Dingen, was auf Sky kommt, aka Premiere. Und du kannst da gucken. Halloween Havoc, Kunzebrot, an. Ich kann mich erinnern, ich hätte schon nie Kinder gucken. Wie gesagt, das war das. Oder wenn der tatsächlich für ein einer
Wrestling auf Veranstaltung an der Gegend könnt gucken gehen, macht ganz einfach. Es ist nicht das, was der Erwartung tatsächlich am Fernsehen. Promo, wo sie machen, läuft sie furchtbar. Sie fucking furchtbar. Oder du gehst mal recht. Ja, da waren Ja. ein Stück dabei. Ja. Den MVP, boah. Oh, nicht mal gesagt, Junge, geht einfach nur vergrößert. Den MVP hat das allergeilsten wie aus den wie an den Bus geklommen sind. Da weißt du da war der auch bestimmt noch den einen oder den anderen noch nur Ja, stimmt, du bist Stelle nicht gegangen gucken. und gucken für vielleicht noch irgendwie ein Foto oder selbst zu kriegen. Ja. Ja, Let's das play. war Nee. bei 2010. Okay. Den MVP einfach so gehabt, das war genius, weil da so viele Leute, die kommen sind und die Autogramme gehen, ob sie Babyface oder nicht waren, egal, du weißt, das ist nur noch Show mit den Autogramme. Hier war jetzt zu dem Zeitpunkt ein Tag Team mit Matt Hardy, und das war Ja. die Witz bei der Sache, dass der Matt Hardy Babyface waren, hier waren hier. Mhm. Der Matt Hardy geht Autogramme, der MVP kommt raus, und der Matt Hardy, komm rüber, komm Autogramme gehen. Das ist so, what the fuck? Für 10 Minuten nämlich die Leute ausgebucht. Nice. Sind Männer all dumm und Frauen all fett. Ich bin Oh, frech. In der Trash Bam. Und ich einfach so geil von. Der Witz bei der Sache aus, dass kein Autogramme gehen, wenn es nur genug kommt, dass mir während seiner kleiner Promo die Zeit gehabt hat, konnte ein Foto machen. Geil. Und ich einfach gedacht, du bist ein Genius. Du bist in einer Rolle geblieben. Das ist gerade beleidigt, nicht war mega witzig, aber mir konnte ein Foto von dem machen. Thanks. Ja. Naja, aber wie gesagt, die Live-Veranstaltung muss ich gesehen haben an Fossis waren eigentlich hier am Land gewirrscht. Ja, für 2 Jahre. Nee, letztes Jahr. Nee? Letztes Jahr waren Was sie. letztes Jahr? Schon sie im Tag verpasst. Ich habe jetzt 2015. Ich meine, das war schlecht. Letztes Jahr. Von letztes Jahr. Das ist schon. Ja, Ich weiß nicht. Ich stimme mal mit mir Ausgangs mit letztes Jahr waren. Mit Ausgangs letztes Jahr war gewirrscht. Sie waren heu gewirrscht. Chris Jericho als Wrestler, sein Gimmick als. Da sind wir bei den Gimmicks. Und bei Ja, fängt nicht an, weil ich gehe also nicht recht an. Voilà. Das können wir ja, nicht aber ich war just hingegangen, wie es kommt, oh nice. Hat nicht auf Französisch mit dem geschaut, ich guck mal, wie weit sein Kanadisch noch raus, respektive sein French-Kanadisch. Ja. Whatever. Ja. Okay. Jungen, ich danke dir. Shit. Ich meine, das Das ist auch ist ganz viel Stoff hier irgendwie noch andere Wrestling-Themen. Ich weiß, am großen Ganzen, Ausschätzung, wie sie ein bisschen querbeet durchgegangen und alles mal so geholt, war die so wissen Mist eventuell oder war denen eben so Kind wissen für ganz kleine Basis-Grundwissen zu tun, oder? Ja, schon. Ja. Wie sind wir nicht an Details gegangen, wie sie ein bisschen rangeschweift an das Aktuell, wie sie an das Alt ein bisschen rangegangen, vom das Alt wollen holen, puh, das dauert ewig an da, wenn wir das neu holen. Das alt ist sowieso nicht toll, das ist boring. Das richtig alt. Also das alles für eine Attitude Era von verschiedenes kann ich sich gucken, aber Ja. das am großen Ganzen Ja. eigentlich ganz Attitude Era lang zu beschwätzen. NWO an Ja. wie gesagt Attitude Era auf der WWF. Der Fakt, dass du brauchst wahrscheinlich schon just WCW, teilweise als Nils Ball eine ganze Sendung, von der Attitude der brauchst auch noch Ball eine ganze Sendung, da sind wir noch nicht vom Neuesten angekommen. Das Wrestling ist tatsächlich schlang. Ich weiß nicht, So mal so, ich fand, wir können das noch Punkt machen. Da denke ich, weil ich mal für Droge durch und wäre cool, wenn in 4 WrestleMania, die Woche 4 WrestleMania, eigentlich da so ein bisschen aus dem Inhalt. kann ich machen. Ich The current, das was im Moment lebt und einfach so gucken, wie man so WrestleMania Predictions vielleicht ein bisschen schlagen. Auch nicht nur andere Leute für uns zu gucken. Ja, aber ich habe kein Problem mit dem Fakt, dass ich komme mit Wissen ran. Ich kann nicht vielleicht so wie eventuell wer schon gewinnt, weil der stand ein bisschen viel frei erzählt, wenn man über Ja, mir so, ja, guck nicht dein mein Martin Guerrero und mein Percakes, aka WWE guck News die, Deutschland. dann haben wir den Leute, die man guckt, die Dono, ja. Weil ich gucke noch generell Wissen vom Current, ich gucke mal normal Showen und man doch nicht tun. Ich gucke mal die Resultate an hier und da Doch. und das war es. Ja. Ja, aber wenn man ehrlich sind, Shows sie boring gehen. Da denke ich halt noch ein muss interessant ist, als Smackdown und dann Ja. NXT. NXT und schon gut viel zu gucken.
Noch ganz wichtig Dailymotion Hast du D-Max geil wie den könnte Raw an de Smackdown okay Fernsehen also Fernsehen so wie könnt von wat von Donnerstags op Mittwochs a vu Fridays op Donnerstags Smackdown op Donnerstags an Raw as dann op Mittwochs oder einfach show am Datum googlen an Dailymotion han durchschreiben an der fand auch alles oder einfach Martin Guerrero agin op YouTube an dann du auch die neueste Sachen oder WWE oder what Coach or Wrestling einfach oder geht op WWE.Dingen whatever du die glorreich TNA gewu ja geschwert nämlich so irrelevant sind aktuell das Impact Wrestling offiziell ja. Nee, das Impact Wrestling genau an Titel sie noch Dingen was auch immer so scheiß Filchen op weil hier Logo doch by the way komplett ass ja an sie verscherbeln Algoen die all Sachen wo nach hun und sie gehen sie nicht los ja Matt Hardy Jeff Hardy so nee. Coke oder ja, so ungefähr, an dem Genre. Also Jan so Eddie nee, mal so du darfst noch Will Payne giffer noch ein Catchphrase und dann hat er Schluss eng fucking Catchphrase ja and that's the bottom line ich will einfach kein Catchphrase man schon ein kleinen Promo machen mein Promo what the fuck was du de Problem This has been the greatest wrestling podcast of all time brother and I will tell you brother if you tune in next time for more wrestling with the Mass Play brother and the Ian and the Real Pain brother you're gonna be in for a wild ride brother. And that's the bottom line because Real Pain said so. Unbelieved. I'm the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Ja, wir lösen das hier Haut da Göllen. Let's play. Ciao. Ciao.